umgerannt, alles umgerannt, alles umgebaut. Komm gleich wieder. Da drückt er wieder auf Start, dann hat die Hälfte nicht dabei. Warum? Erklär gleich. Weißt du, jetzt warten wir mal, jetzt schauen wir mal, wann YouTube hängt. Seitdem wir das mit der Low Latency herausgefunden haben, ist zwar YouTube schneller als Twitch, aber wenn ich starte, dann dauert es auf YouTube aber gefühlt eine halbe Minute bis es anfängt. So, jetzt hat es angefangen, glaube ich. Harry! Ibens, der René! Schmidi, merci dir! Urlaubsgeld, wo? Schmidi, merci dir. Habe die Ehre miteinander, Ibens, der Bürger an einem zauberhaften Montagabend, 20 Uhr. Und heute haben wir einen kleinen Lückenfüller dabei, weil eigentlich war Warzone nochmal geplant gewesen, beziehungsweise eigentlich vielleicht ein Video-Review, vielleicht aber eigentlich auch Runden DMC. Aber der DMC-Mode ist so fucking broken, Alter. Ja, weißt du sehen, was es ist. Liebs ab, merci dir! Habe die Ehre, Bürger! Was hat der heute wieder für einen Blödsinn ausdenkt? Ich habe gar keinen Blödsinn ausdenkt. Das hat der Dampfler hat's vorgeschlagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das probieren wir aus. Auf ein schöner Stream! Norbecker Bier, Stinky Cheese! Merci für deine Euro. Bussi aufs Nussi. So. Jetzt putzen wir uns das Goschel ab und dann grüßen wir erstmal einen Haufen. Habe die Ehre an den Forest Squad, an den Hears, an den GSI, Jam, an den Bugel, an den Raiden, an den Baumgarten, an den Extremen, an den Lecken am Arsch, an den Indiana Jones, an den Herbert, an den René, an den Fanny, der Obertavernenleiter, wie geht's heute? Passt schon! Kriege bitte auch Freibier. Freibier nur an Minderjährige. Ich bin zwar nicht unter 12 Jahren, aber ich kann ganz lieb bitte sagen. Bitte. Hundeblick aufsetzen, den mag ich zuerst sehen. Krass, dein Schwanz! Das wäre wichtig. Merci dir, Fanny. Bussi aufs Nissi. Nissi. Mo, und ich frage mich schon die ganze Zeit, wer zur Hölle ist der Mr. Sizzler? Ich hab nicht gewusst, dass der Mo, wahrscheinlich der aus die Simpsons, mit dem Nachnamen Sützlack oder Sizzlack oder was auch immer heißt. Hab ich nicht gewusst? So viel habe ich nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Simpsons. Zumindest in letzter Zeit. Habe die Ehre an den Mr. Gunpowder, an den Askia und an den Rest der ganzen Mods, an den Cube Twister, an den Flashboy, an den Pela, an den Cola, an den Gwamperten Max, an den Mainmaker, ans Hirn aus Pilachtoy. Oh, nicht Hirn aus. Hirn aus dem Billach. Fast, aber nur. So, grüß Gott beieinander. Jetzt finden wir uns alle. Oh, die Hintergrundmusik, die ich heute gewählt habe, die ist sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Bin gespannt, was das heute wird. Bin ich gespannt? Na, Geissi! Servus Bürger. Servus Geissi! Ich hoffe! Vom Tristan war Aischene Grias aus Rich DN. Ja, was? Aus Rich DN? Letztes Mal war der Tristan nur aus Triftan, jetzt ist er aus Rich DN. Wo zur Hölle ist Rich DN? Geissi, merci dir, der 30er ist zu früh, aber langsam, wem erzähle ich das? Außer dem René. Vielleicht müssen wir mal nicht da ohne gehen, ich weiß nicht. Zirngebe, merci dir. Aber die Leute bei uns gehalten geht's. Etwa, merci! Schluss! Sport zeigt das. Bis Sonntag. Warum? Weil ich hab heute alles fertig gemacht. Alles. Aber AF an schöner Abend. Merci, ein paar. Ein 10er ist 2 und du weißt es. Marvel Maniac! Mundschenk, so fülle ich an meinen Krug. Ich werde mir geben. Ich bin gespannt, was das ist. Ich kenne das Spiel nicht. So, das ist, habe ich mir heute Nachmittag erst gekauft. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber es fackelt gern die Bude ab, habe ich bis jetzt mitgekriegt. Herr Rössler, mir ist wieder Zwickel 50. Nach 2 Monaten haben wir wieder da. Schöne Grüße aus Österreich. Herr Rössler, Zeit ist one. Schöne Grüße an unseren Lieblingsnachbarn. So, ich bin heute fertig geworden mit. Der Merch ist fertig, beide Versionen sind fertig. Es gibt nur einen kleinen Copyright-Test. Das war letztes Jahr so ein kleines Problem, dass wir das Motiv mittendrin gesperrt haben und keiner sagt mir was. Die Leute gehen in meinen Shop ein. Merch wo? Und ich habe das 2 Tage später erst irgendwann mal mitgekriegt, weil man wieder eine E-Mail kriegt oder irgendwas. Das Video ist fertig, ganz fertig. Ich glaube, es wird gut. Es ist ziemlich ein Blödsinn. Aber ein bisschen ernst. Also, wenn man drüber nachdenkt, ist es ein bisschen ernst gemeint und es ist total ein Blödsinn. Der neue Merch liegt auch da übrigens neben mir, aber den zeige ich heute noch nicht her. Vielleicht am Mittwoch, wenn ich gut drauf bin. Vielleicht noch am Stream, wenn ich gut drauf bin. Weiß noch nicht. Ein paar Leute haben ihn auch schon gesehen. Die Hardcore-Leute aus dem Discord haben zum Beispiel 2 Hintvoll haben es schon gesehen. Und alle sind bis jetzt ziemlich begeistert. Und um ehrlich zu sein, ich bin ja selber ziemlich begeistert davon, weil so viel Mühe. Ich habe mir die letzten Jahre natürlich auch Mühe gegeben, aber so viel wie dieses Mal nicht einmal die Hälfte. Herr Martens, merci für den Zwickel. Nothing LP, merci für den Zwickel 50. Ja, das da und du kriegst auch was. Das ist recht. Merci dir. Carsten Martens. Einen schönen Abend aus Oberfranken. Frangne.
merci dir. Bussi aufs Nussi. Brucki, merci für den Euro. O edler Schankwirt, mir dünkt es nach einer Hopfen-Kaltschale im Tonkrug mit Zinndeckel. So nehmet meinen Taler und schenket mir reichlich ein. So ist Tom. Ich behaupte jetzt einfach, du bist minderjährig, kriegst der Fassel umsonst. So. Wie nice Video, da bin ich gespannt. Ja, wird ein gutes altes Nivea-Video, wie es zu dem, gut, dieses Jahr sind nur Nivea. Haben eigentlich dieses Jahr andere Videos gekommen? Was ist jetzt wieder? Der Bigler-Set, der wieder nicht angezeigt wird. Und der reiche Aal wird auch nicht angezeigt. Reibe für alle, der letzte Zahl Stäuber. Das ist der reiche Aal. Ich weiß nicht, warum es nicht angezeigt wird. Alter, merci für deinen Resub. Bussi aufs Nussi, kriegst die Privatröte. Was ohne? Das war der Kubala-Sepp. Vielleicht hat er es da noch mit einer kleinen Erwähnung ins Video geschafft. Wer weiß das schon. Du hast mich nicht vermisst, ich weiß. Ein bisschen schon. Kubala-Sepp, warum wird jetzt gerade der Kubala-Sepp nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Aber der Pickler... Jetzt habe ich mir einfach das Mikrofon in die Nase reingesteckt. Was zur verfickten Hölle? Und merkt mal wieder neue Sounds. Ich hab die anderen mal wieder dazu. Der Zeit ist geworden. Danny! Herr Stumpfe! Die neuen Mitglieder werden nicht angezeigt. Doch, werden schon. Wo haben die neuen Mitglieder? Du bist du Zipfe Adam, du bist Mitglied geworden. Du Zipfe Adam bist Mitglied geworden, wie ich nicht live war. Bin einmal wieder der Streit. Du Zipfe Adam! Der Stumpfe kriegst die Privatröte. Ist das Eibs? Ich hoff's. Herr Stumpfel, merci. Danny, schreib mir wieder einen alten Roman. Ja, es ist wieder ins Geil. Das freut mich sehr. Und as always, grüß mir die Mods, dann mal sie, Sabi und Selbstspieler. Ich komme nicht dazu, der Bio-Penny. Ist fast schmaler Grad zwischen Bio-Penny und Pappenny. Welcome to the squad. Leid langsam! Was ist denn heute wieder? Ja, es ist wie, es geht wieder Monatsende, Monatsanfang, gleich kriegen wir ein Weihnachtsgeld, da kostet's Geld oder nichts, gell? Sebastian, yes, ey! Servus, Bio-Penny, welcome to the squad. Ab in den Chat, habe ich dir einen Bio-Penny, eine mitmacht, schlägt. Sei, kleine Schwester, ganz klassisch. Aber das ist für meine Frau und mich Biergarten. Ihr schaut's beide, dann hack mal der Alte und Hashtag, nein, sag's nicht. Sebi, merci. Sting, merci wieder ein Leute langsam, ich komm nicht hinten nach. Der Name von dem Wirtshaus wird Franzisk Bar. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ich war aber für wunderbar Biergebar. Hauptmann! Warum, Mann? Warum man einfach ohne Nachricht, das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Herr Hauptmann, wenn's geht nichts Klos, du siehst, aber Herr Hauptmann, merci dir. Bussi aufs Nussi. Leute, dankeschön. Leute, einen noch mal anderen. Traumtänzerin, wird auch wieder nicht angezeigt, Alter. 50 Monate, Alter. Warum wirst du nicht angezeigt? Ich verstehe es nicht. Ich retriggert den Alter für 50 Monate, ist absoluter Irrsinn, Alter. Traumtänzerin, merci dir. Dere, was ist das für ein Spiel? Sagt mir leider nichts. Du, mir hat's auch nichts gesagt bis heute. Leute, langsam. Paulina, Topper auf die Tipps, das ist alles, was ich weiß. Dudel von die Bürger Bitches sind auch wieder da nach der Pause. Was für Pause? Ich weiß nichts von einer Pause! Radetzky-Marsch auf die Tipfer, jede, gegenseitig. Okay, jetzt wird's langsam fragwürdig. Kubala Sepp! Brauchst du Geld? Nein, kriegst es trotzdem. Ja, das haben wir schon gedacht. Wer fragt mich das? Hä? Hä? Wer fragt mich das? Kubala Sepp, merci. Ewald vom Spreewald, hab ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Merci für den Zwickel. Zahlen wir zusammen, dann sparen wir uns das Ich bin Trinken. nicht angezeigt worden wegen der neuen Mitgliedschaft. Mr. Priska, wo? Wo? Wieso? Ich sehe euch doch nicht. Wo? Wo ist denn jetzt? Wer ist denn da jetzt? Warum macht sie es denn alle kaputt? Chilzer mit Priska, es tut mir so leid. Ich sag dann, wo? Der Bio-Benny, den habe ich gesehen. Wo, Leute, wenn's Mitglied werdet, während ich nicht live bin, wird euch da nichts angezeigt. Ich hoffe. Oh, der Greenscreen ist voll im Arsch, Alter. Das muss ich gleich auf Zeiten da, weil sonst seht ihr ja noch nicht, da hängt nämlich auch der nächste Merch dahinter. Ich darf noch keiner sagen, ist top secret. Leute, es tut mir so leid. Ich kann euch da aber auch nicht retriggern. Ihr müsst vor dem Stream Mitglied geworden sein. This is not how it works. This is not how it works. Leute, chill die Kniescheibe. Ich kann euch nicht retriggern. Ich hätte so gerne, aber ich kann aber nicht. Erik ist ja gut. Was ist denn heute wieder? Ist heute wieder irgendwas umsonst? Oder ist das Bierspui? Oder was ist denn? Ich weiß nicht, 2,5 und der Rest für die. Das heißt 8 Euro für mich. Also wenn ihr Wirtshaus aufmacht, dann kriegen Mitglieder sowieso erst einmal 20% auf jede halbe. Und eine halbe kostet generell nicht mehr wie 1 Euro. So darf ihr Wirtshaus führen. Das darf zwar nicht lang da sein. Ich darf dann einfach eine Spendenbox vorne aufstellen. Das hatten die Leute alle gut gefunden. Sag ich dir, was es ist. Leute,
Leute, bitte, Leute, chillt die Kniescheibe. Ich komm nicht mehr mit. Was ist denn heute? Jetzt warst du die ganze Zeit so schön ruhig. Hauptmann, merci für den Zwickel. Herr Winsauer, merci für den Zwickel. Erik, merci, die Zina ist zu viel. Bora Bayer, mein Maika, merci. Jasmin, Mitglieder sind broken. Genauso broken wie der Team C-Modus. Jasmin, welcome to the squad. Es wird wieder keiner angezeigt. Es ist alles... Doch, der Ion-Sepp. Der schon. Warum der schon, das weiß ich nicht. Jasmin, ich drück noch mal drauf. Ich retriggert euch, ja. Mike, mir ist wieder ein Resub. Dankeschön. Mike, ja, ist gut jetzt. Schild die Kniescheibe. Fangen wir zum Spielen an. Da kommen wir noch 25. Was ist denn heute? Ihr seid Mitgliedschaft wieder umsonst. Ich sag... Na, Alter... Und ihr blendet es auch wieder aus. Ich weiß nicht, was das sowieso ein Austrian ist. Leid, ich macht selber meine Dinger kaputt. Gut, wem erzähle ich das, aber ich weiß nicht, ein 50er ist zu viel, Alter. Servus, meld mich auch wieder mal. Ja, Austrian, ich weiß eh. Ihr seid Sabaton. Cyber Monday. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Austrian, ich weiß nicht, was ich tue. Also ich versuche die zum Retriggern. Das ist einmal nicht angezeigt und nicht vorgelesen worden. Weißt du, nichts geht, oder? Nicht. Da der Herr Schulz, der geht. Der ist überhaupt nicht in der Liste da herin. Was ist denn heute da im Arsch? Da war er hingehört. Prost, oder? Der Übdulle. Der Ubidulle. Ich weiß überhaupt nicht. Ich schwör's dir, mein Gott, meine Donation-Liste ist einfach hin. Da steht wieder der Ubidulle, nur der Herr Schulz steht da. Austrian, die sehe ich noch. Alles andere sehe ich nicht mehr. Jasmin! Herrgottselig! Leute, schreibt's einfach in den Chat ein. Habe ich die Ehre an alle. Ich hab alle Namen schon wieder vergessen, weil nichts mehr da steht. Da steht nichts mehr da! Kann man jetzt anfangen? Nein, wir können nicht anfangen. Ihr habt einfach meine Donations kaputt gemacht. Jetzt wird gar keiner mehr angezeigt. Nein, wir waren das jetzt, der Nasenmann mit dem Zwickel. Doch, der steht wieder da. Wirtshaus Abrissparty, ja? Nein, Bio-Benny nicht. Du bist ja gerade Mitglied. Wann was tust du denn? Habe ich Triple F an die Mods. Okay. Kann man jetzt, pass auf. Jetzt warten wir noch, bis ein Kubala sagt. Der Bedienung mit Gescheidedepf ist immer A10er drin. Das ist wahr. Mehr Depf, mehr Trinkgeld. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das ist fast wie auf OnlyFans. Der Heppenbauer, merci. Leute, Dankeschön. Oh, seriously, im Ernst jetzt. Bitte spart euch das heute. Flippt meinetwegen am Sonntag aus. Austrian. Jetzt zwar. Nein! Oder war das der Retrigger? Ich weiß nicht, weil alles im Arsch ist. Dies möt mi a wieder mal. So, möt! Ich möt mich auch mal wieder. Nochmal mehr seriös als der Retrigger, glaube ich. Da hättest du 2 T-Shirts kaufen können am Sonntag. Hätte ich mich auch gefreut. Aber so, über das freue ich mich natürlich auch. Da habe ich mehrere davon. Sag ich dir, was ist? Leute, bitte. Jetzt ist schon 13 Uhr, um Punkt Viertel nach fangen wir zum Spähen, weil sonst krieg ich einen Schlaganfall. Ich krieg einen Schlaganfall. Aber ich mag das auch nicht, dass die Leute da eskalieren und dann gehe ich einfach und ignoriere es weg. Ja, wieder der Nächste, der Austrian will wieder nicht angezeigt. Mein Kruzifix. Ich glaube, es ist in der Weihnachtspause ist es Zeit, dass wir endlich den Anbieter von den Donations wechseln, weil langsam nervt es mich. Zirngebe! Der ist wieder gegangen. Welcome to the squad. Das ist ein nice Mitglied. Dankeschön. Warum? Warum werden die Leute wieder nicht angezeigt? Sam ihr Naischen. Kann man jetzt beim Colin hier mal auf jetzt. Der Colin ist der Letzte. Jetzt pass auf, wer noch kommt. Boxsäckel, Kali, 25 sind 2, hättest du mal ein T-Shirt gekauft, ich weiß auch nicht. Jetzt kommt der Herr Griebel, kommt noch, irgendwann. Ja! Und dann kommt der Herr Bauser und der Kubala Settner und dann ist Schluss, weil sonst rast ihr aus. Dann sitzen wir um 9 Uhr da und schauen wir irgendwelche kaputten Donations so. Ich starte schon mal jetzt später, mir nichts passiert. Kubala Sepp! Nein, also jetzt. Nice. Merci dir. Leute, Dankeschön, seriously. Bussi aufs Nussi. Alles laut! Colin, es ist 2, das habe ich schon gesagt, da war es nicht einmal da. Weihnachtsgeld ist da, du Krippe. Merci. Leute, Dankeschön. Jetzt, Schluss jetzt. Jetzt schalten wir um. Ich hab Schnauze voll, es ist ein Wahnsinn mit euch. Jetzt ist sowieso nicht auf. Egal, was ich sagen tue. Da kann ich nur 30 Mal sagen, am Sonntag kommt was Nice, was Tolles. Sport ist euch. Nee. Ist laut. Ist schon laut, oder? Ist laut. Hallo, ist das zu laut? Schluss jetzt. Schluss.
Laut. Besser? Ist das besser so? Soundeffekte machen wir auch nur halbert. Jetzt kriegen wir einen Schlaganfall. Besser machen wir noch weniger. Ich sehe es ja da, bis du ausschluckt. Bis minus 35 ist gut, ist besser. Ist das was? Qualität, Mittel. Die der mal auf hoch. Dann ist der Schatten schöner. Zauberhaft. Ja, gut. Leute, seriously, Dankeschön. Ich weiß nicht, was heute wieder passiert ist. Die letzten Wochen war es wirklich ruhig, was das betrifft. Relativ ruhig, was das betrifft. Aber heute ist wieder, weiß ich nicht. Gibt es wieder irgendwas umsonst? Ich weiß, Mr. Fink. Von mir und der Wolfin ein Zwickel für die erste Wirtshaushalbe. Die werden wir jetzt gleich mal ausschenken. Schauen wir uns an. So, Freunde der Sonne, wir drücken da auf neues Spiel. Wir spielen heute eine Runde Tavern Master. Da geht es darum, dass man sein eigenes Wirtshaus aufmacht. Und ob wir dazu in der Lage sind, hallo, ich bin der Vorstand vom Vollbier Squad. Du weißt auch nicht! Herr Karl, merci für den Resub. Schluss jetzt. So, jetzt ist die Frage, machen wir da ein Tutorial oder gehen wir einfach straight in die Sandbox und hacken einfach rum? Was sagt ihr? Tutorial oder Sandbox? Ab in den Chat, ich trinke dabei. Was? 1, 2, ich hab nichts gesagt von 1, 2, weil die Leute wieder nicht Tutorial schreiben können, gell? Sandbox, Sandy, haken direkt eine, Sandbox, Tutorial Sandbox, Sandbox, Tutorial Sandbox, Sandkasten, Tutorial, ja! Kannst Sandbox spielen, das Spiel ist einfach und echt nett. Da, das wollte ich hören. Das, wenn der Feider schreibt, dann glaube ich ihm das. Das ist die einzig seriöse Person daherin, wenn du mich fragst. Sandbox! Es wird empfohlen, dass du das reguläre Spiel spielst, bevor du den Sandbox-Modus spielst. Bist du sicher, dass du ein neues Spiel im Sandbox-Modus beginnen willst? Ja! Beim Pro-Gamer braucht kein scheiß behindertes Tutorial. Schau ich aus wie... Voll mir kein Scheiß ein. So, das haben wir. Stopp, Pause, Leertaste. Sehr intuitiv. So, das haben wir. Okay, Kameraführung. I like big butts that cannot lie. In other words, can't deny. So, okay, das passt. Rechte Maustasten so, linke Maustasten kann nix. WASD vom Moment. Jawohl. So, wer bist du? Gute Frau, wer bist du? Du bist eine Elfe. Du bist eine Elfe. Hast du Dipf? Ja, bisschen. Ja, zum Mindestlohn maximal. Maximal Mindestlohn. Alex, merci für den Zwickel. René! Oder gibt's Schwammerl? Wieso kann ich da mit der Kamera nicht ausfahren? Ich möchte Schwammerl. Da ein Steinpilze. Und da sind Fliegenpilze und die schweben in der Luft. Da hätte man sich schon mal ein bisschen mehr. Wieso habe ich unendlich Geld? Wieso habe ich unendlich Geld? Das ist ja langweilig. Das mag ich nicht. Müller-Tim, merci für den Zwickel. Servus, Bürger. So ein Scheiß, konnte nicht donaten. So ein Scheiß. Merci dir. Ja, also das, ich weiß jetzt auch nicht. Sagen wir mir, das ist ja langweilig dann. Ich möchte schon eine Wirtschaftssimulation genießen, nicht unendlich Geld. Kann man das umstellen? Weiß das jemand? Etage 1, ich hab keine Etagen. Fortfahren, speichern, Einstellungen. Zeitformat, 13 Uhr, Sprache, Deutsch, Videostörung, Ja, dann werde ich wohl erst Tutorial spielen müssen, Kinder. Was ist das? Klicke hier, um den Fotomodus zu aktivieren und das UI auszublenden. Drücke die Escape-Taste, um ihn zu beenden. Ja. Ein Tipp für die Alte! Wir haben ein Foto. Weiß ich nicht. Drücken wir mal auf Drucken. So, Screenshot gemacht auf F12. So, passt. Hätten wir das auch erledigt. Escape. So, außer jetzt da! Dann machen wir das normale Spiel. Ich mag schon normal spielen. Ja, ich meine, das ist halt Sandbox. Ich hab keine Vorgaben und sonst irgendwas. Ich kann einfach dahinter, aber ich habe jetzt zumindest die Wirtschaftssimulation. Das ist ein bisschen dumm. Das ist schade. Dann haben wir ein neues Spiel. Bist du sicher, dass du ein neues Spiel starten möchtest? Ein aktueller Fortschritt geht verloren, wenn du nicht... Welcher Fortschritt, Alter? Also die Tipp von dir Heroiden. Weiß ich nicht. So, das haben wir. Einfach. Es ist leichter, Geld zu verdienen. Ein Unglück ist nicht so gefährlich. Normal, alles ausgewogen, schwer. Die Taverne zu leiten und profitabel zu bewirtschaften wird eine echte Herausforderung. Ja, nehmen wir normal. Haben wir keine Ahnung. Willkommen in deiner Taverne. Du wirst für die Verwaltung und das Wachstum deines Unternehmens verantwortlich sein. Ach, wat, Diggi. Was ist denn da jetzt gewesen? Gut gemacht. Du kannst die Kamera auch drehen, indem du recht... Ja, das haben wir alles scheiße gefunden. Da warst du noch gar nicht. Da warst du noch. In Abrahams Würstkessel warst du da noch. So, die Taverne sieht gar nicht aus wie eine Taverne. Eine Wand fehlt. Es gibt keine Türen und keine Fenster. Lass uns das beheben. Das Thema. Kennerin, Grüße aus der Karibik. Boah, lecker, in der Karibik mehr hätte ich jetzt auch hocken. Sag ich dir, was es ist. Perfekter Zeitpunkt. Grüße zurück. Danke dir. Ich weiß nicht, ob es so gesagt worden ist. Ist mir jetzt wurscht. Mit der Cinnamon. Kinderlähmung aus... du Spacko. Merci dir.
So, ja, wir brauchen ein Wind. Es wird erstmal ein Windteilzimmer. So, Baumenü. Oh. Okay, das schaut schon mal ganz gut aus. Der Text ist auf alle Fälle für die Blinden, das ist gut. Zuerst bauen wir eine fehlende Wand. Klicke auf die Schaltfläche Wand bauen. Okay, Wand kostet, was ist das da? Wand wegreißen wahrscheinlich. Eine Wand mit Tür, Wand mit Fenster, halbe Wand. Ja, seh schon, gibt Möglichkeiten, gibt Möglichkeiten. Bauen wir mal eine Wand. Kann ich da die Kamera nicht mehr bewegen, das ist behindert. Machen wir so. Kostet 150, ist aber deine Winter. Die hätte ich lieber mal, weiß ich nicht. Jetzt einmal die Lüftung drin lassen. Wir brauchen eine Tür, damit die Kunden hereinkommen können. Ja, da hätten wir uns aber die 50 gesparen können, du Mongo! Ist da gleich ein Wind da dabei? Weiß ich nicht. Jetzt zimmert wir da hin. Sehr schön. Lass uns auch ein Fenster hinzufügen. Na! Unsere Leute, die sollen da rotzen voll sein. Vielleicht feiern die da auch Bukake-Partys, dann können die Leute von draußen reinschauen. Das ist nix. Das ist nix! Ja, wenn ich muss, dann muss ich. Gut gemacht, lass uns jetzt ein paar Tische und Bänke kaufen. Da stehen ja noch schon 2. Wir klagen für eine Fußballmannschaft. Wir haben im Moment nur einen Tisch in unserer Taverne. Das wird nicht reichen, also lass uns noch einen kaufen, indem wir unten auf den Esszimmer-Button klickst. Esszimmer. So, dann kaufen wir Tischerl. Wie kann man das mit Z und X? Was ist denn das für Behinderung? Das ist wieder englische Tastatur, da krieg ich wie das Kotzen. Ja, auf X passiert genau gar nichts. Und auf Z passiert auch nichts. Na gut. Hitzimmer, jetzt brauchen wir noch Stühle. Wir sollten jetzt 2 Bänke kaufen. Ja, Bierbängen. Geschissen auf Stühle. Bierbängen braucht das Land. 1. Wo haben die jetzt hingebaut? Wo? Was ist mit denen da? In der Nähe dieses Sitzplatzes gibt es kein Licht. Um genau zu sehen, wie gut unsere Taverne beleuchtet ist, kannst du auf dieses Kontrollkästchen klicken, um Lichter anzuzeigen. Licht? Wir können sehen, dass eine der Bänke nicht mit einem Lichtbereich liegt. Lass uns ein Licht kaufen, um das zu beheben. Lichter? Was haben wir da, Schins? Ich mag aber nicht das kleine gestungene Kerzenlicht. Da fackelt mir bloß wieder Bude ab, wie es mir schon vorgewarnt worden ist. Ich mag den fetten Kronleuchter. Wir sollten das erste Licht in der Liste kaufen. Ja, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, Alter. Wo hängen wir das hin? Da an den Holzpfosten. Das ist aber keine gute Idee. Ohne Zimmer, passt schon. Gut gemacht! Jetzt, wo wir genug Sitzplätze für unsere Gäste haben, wäre der nächste Schritt, Bier zum Servieren zu kaufen. Ja! Kriegen wir hin. Da, Bier! Bier wo? Das machen wir weg. Da ist die Theke. Um das Bier zu kaufen, sollten wir zuerst in die Bar gehen. Klicke auf die Bar, um das Menü zu öffnen. Wasser. Ich verstehe nicht. Im Wasser fehlt Fisch. Wir haben derzeit nur Wasser zu servieren. Lass uns ein weiteres Fass kaufen, um das Bier zu lagern. Ja, das ist das Preisenfassel. Die gesponnen sie nicht. Bierfass, 200 Geld. Um das Bier auszuschenken, müssen wir zuerst das Fass füllen. Klicke auf den Füllbalken, um fortzufahren. Bier, 3 Geld, 150 Liter, 10 auffüllen. Maximale Auffüllung, da habe ich gleich kein Geld mehr. Was heißt das? Also, zurück aus dem Menü. Okay, gut gemacht. Wir haben jetzt einen Platz, auf dem die Leute sitzen können. Wir haben Getränke, die wir servieren können. Und das Letzte, was fehlt, ist Personal einzustellen. Ja, Frade! Ein Graust unter die 40 Maßen gleichzeitig hebt. Da Winnie. Öffne das Personal-Pop-Up. Aha. Ich hab ein bisschen, weißt du was, ich hab ein bisschen moderne Pizza-Connection-Vibes. So ein bisschen. Bloß, dass wir keine Pizza machen, sondern eine Bierle. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn man da ein Essen servieren kann, das man selber zusammenbauen kann. Also ein Schweiners mit ein Preisenschweiners mit Ketchup und Mayo und ein Normalschweiners für die normalen Leute auf dem Planeten. So, anheuern. Helga! Da brauche ich gar nicht weiterschauen, was du kannst und was nicht. Kellnerinnen, Helga möchte ich haben. Ich will die Helga! Was Barkeeper? Der fette Mann ist ein Barkeeper! Der Talbot! Der Abraham! Der Artursus! Und der William! Kann ich die umbenennen? Bitte lass mich umbenennen. Ich hätte so gern... Ich hätte ja gerne eine Bedienung, die René heißt. Ich hab gehört, die geht näher auf die Personen zu. Kubala Sepp, merci dir! Spawny, merci dir! Wenn man bei Mama 4 Buchstaben ausstaut, kommt Bier raus. Lang nicht mehr gehabt, aber heute passt. Bier schreibt man wie Titanic, bloß ohne Anik. Was? So, was brauche ich jetzt? Jeden Tag bekommst du neue Bewerber zur Einstellung. Wähle einen dieser 4 aus, indem du auf die Schaltfläche Einstellen klickst. Ja, jetzt muss man mal schauen, es ist ja... Trägt 3 Getränke, die kosten alle gleich viel. Okay. Der Talbot druckt 6 Massen auf einmal, das ist ein Wahnsinn. Geschwindigkeit nicht tragen, 1,9 Meter pro Sekunde.
Und er aber mit 4 Getränke ist genauso schnell und er ist genauso schnell und er ist genauso schnell. Und Geschwindigkeit tragend ist er 1,5, 2 Meter, 1,7, 1,6. Dafür tragt er bloß 2. Also ich glaube, eine nette Mischung irgendwo in der Mitte ist ganz nett. Ja, ein bisschen auf die Werte müssen wir schon schauen. Hallo, wir haben einen Pro-Gamer. Ich weiß nicht, was du wieder für ein Problem hast. Getränke einschenken, 1,33 Sekunden, 1,5, 1, ja, ich schwanke. Dann nehmen wir den mit 4. Oh, der rennt 1,6, er rennt 1, ja, well, ist ein guter. Da, Abraham. Abraham! Oh, die haben sogar noch Eigenschaften schon hier. Die Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Was für Stimmung, Alter? Ihr kriegt alle Freibier, ihr Mongos. 20 dann 100, gewinnt 2-mal schneller. Oh, und Double XP. Richtig, oh, der Sprenger hat es auch schon erkannt. Schon. Gewinnt 2-mal schnelle Erfahrungen. Nehmen wir. Der Abraham ist absoluter Pro-Gamer am Krug. Einstellen. Oh, der ist ja richtig gut drauf schon. Was ist jetzt, dem kann ich mehr Lohn zahlen. Das kannst du mal vergessen. Was ist denn der Mindestlohn in dem Spackenheisel da? Anheuern. So, Kellnerin. Du solltest jetzt eine Kellnerin einstellen und wir sind fertig. Was tut die? Oh, leck, die kassiert Trinkgeld. Jetzt, Moment einmal. Was ist der Unterschied zwischen dem Barkeeper und der Kellnerin? Die tragen ja auch Getränke. Oder muss der die dann vom Fassel zur Theke tragen? Und die Kellnerin holt das dann ab und tragt es weiter. Weiß nicht, Diggi, weiß nicht. Trägt 3 Getränke, 5, 5, 4. Kosten deren wieder alle gleich viel. Geschwindigkeit nicht dran. 2,9, 3,1, 2,7, 2,9. Eine von denen 2 wird's. Tragen 2,4, da haben sie gleich schnell. Geschwindigkeit Treppen steigen, tut sie schneller. Trinkgeld kriegt's 0 bis -1. Wie -1? Was soll das heißen? Dass der Kundschaft das Geld hinwirft, wenn sie eine halbe sauft oder was? Annabelle zeigt, mehr Tepf ist gleich mehr Geld, ist gleich mehr gut. Sag ja, nein, ich bin mir nicht sicher. Die zeigen alle gleich viel Tepf. Ich weiß nicht, ob man denen Kleidung wechseln kann. Weiß nicht. Also das heißt 0 bis 1. Ja, okay. Ich hab mir gedacht 0 bis -1. Aber da, die Eigenschaft von der Shay. Shay ist schon geil. Er hält 5 Trinkgeld für jedes servierte Essen. Jetzt ist natürlich die Frage, das kann ja noch leveln. Ja, also da so blub, blub. Beim Trinkgeld und dann kriegt ihr wahrscheinlich 1, 2 bis 4 oder irgendwie so. Ich mag Helga einfach, weil es Helga heißt. Helga! Ah, was ist denn das? Getränke. Langsam. Getränke, Reinigung, Essen, Hotel to go. Hohe Priorität. Wird vor allen anderen niedrigen Prioritäten erledigt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Rimworld-Vibes. So ein bisschen. Ja, okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben alles vorbereitet, damit die Gäste kommen können. Bevor wir die Zeit zurückdrehen, wollen wir sehen, wie du neue Sachen für die Taverne freischalten kannst. Klicke auf die Schaltfläche Forschung. Wenn man Forschung... Oh, was ist denn das? Upgrades werden erforscht, indem man verschiedene Arten von Gästen bedient und du kannst die Kosten der Forschung auf der linken Seite sehen. Für die Küche müssen wir 25 allgemeine Gäste bedienen. Du, das kriegen wir hier, die machen wir mir gleichzeitig. Jetzt lass mich mal schauen. Jetzt tu mir nicht aber voll texten, da lass mich noch mal schauen. Unsere einzige Möglichkeit ist jetzt, die Küche zu erforschen. Also klicke auf den Forschungsbutton, um zu beginnen. Nachdem die Küche fertig ist, werden 3 weitere Upgrades für die Forschung zur Verfügung stehen. Ja, das ist halt der typische Skill-Tree mit der Linie da so. Und pro Bewirtschaft, oder wie, du bekommst diese besonderen Gäste, indem du Veranstaltungen organisierst. Alter, das ist ja voll weit entwickeltes Scheißspiel. Also ich darf mich nicht schon wieder von der Optik ablenken lassen. Noch ist es noch besser, als ich das vielleicht erwarte. Ja, haben wir. So, Forschung beginnen, Küche. Wir werden wahrscheinlich einen Koch brauchen mit verschiedenen Skills und so. Ja, ist cool. Was haben wir denn da sonst noch so? Ich dachte gerne mal 7 Gäste pro Tag, Musiker. Aha. Da kriegen wir eine Band, da kriegen wir einen Kamingrill. Geil, da liegt der Schweinshax noch, ich hab's genau gesehen. Was haben wir da noch so? Ein Ale. Küchendekoration. Oh, neue Etage. Oh, Alter, der Skilltree ist ewig lang. Noch mehr neue Etage. Küchenutensilien, Level 3. Was ist das da? Basketballspiel. Der William Tell zum Opfer-Abschießen haben wir auch. Und dann hau den Lukas. Das ist gut. Alter. Super awesome. Die Anzahl der Gäste pro Tag sagt dir, wie viele Leute im Durchschnitt jeden Tag in deine Taverne kommen werden. Kaufe Dekorationen und verbessere deine Taverne, um diese Zahl zu erhöhen. Alter, wir bauen die beste Wirtshauskneipen, die diese Welt jemals gesehen hat. Und jetzt? Wir sind bereit und unsere Taverne kann eröffnen. Ich kann meine Taverne nicht benennen.
I'm very disappointed and my day is ruined. Ja. Klicke auf die Schaltfläche Spielen, um das Spiel fortzusetzen und warte darauf, dass Kunden hereinkommen. Das ist ja nicht mehr unser Personal da, oder? Das machen wir mit Dummi auf Pause. Mein letzter Tipp für dich ist, dass du darauf achten solltest, dass es genug Sitzplätze gibt. Wenn alle Plätze besetzt sind, kaufe mehr Tische und Bänke. Viel Erfolg. Wow! Das hätten wir jetzt ein Volltrottel-Spacko aussagen können. Weiter. So, Gäste pro Tag, 19. Es gibt 19 Gäste, die im Durchschnitt pro Tag in die Taverne kommen. Kommen nicht? Na, heute mal, Birger. So, der Hans ist schon da. Da, der Gandalf! Der Gandalf! Bring dir mal im Gandalf-Wepper Freibier! Alter Bruder, richtig guter Film. Aber die Serie war fragwürdig. Ja. Gandalf, bitte. So, jetzt beobachten wir mal, wie das funktioniert. So, Princess Zelda ist auch da. Die hat sich ein Tor gefärbt offensichtlich. Okay. Okay. Und so. Oh. Plus 3 Geld. Mehr Geld. Oh, schau hier. Okay, also so geht das Zusammenspiel. Da wird hier bedient. Oh, jetzt haben wir aber dann gleich voll. Gell, da kommt die Nonne, Schwester Engelberta. Ja, da brauchen wir sofort einen neuen Tisch. Ich verstehe die Frage nicht. Jetzt, wenn nur eine Kundschaft einer kommt. Jetzt warte mal, was mir ein bisschen irritiert ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Oh ja, ein bisschen Ambiente. Lautstärke der Gäste. Soundeffekte. Hört sich gut. Da hätte man schon einen Soundeffekt einbauen können, wenn es Katsching oder irgend sowas macht. Was sauft denn her? Du saufst da Wasser. Oh, da ist ein Dieb. Warum ist da ein Dieb? So, Pause. Wir brauchen mehr Tisch. Leute, wir brauchen mehr Tisch. Was passiert denn, wenn ich Tisch umbaue? Untere Wand, obere Wand, bauen, Bodentextur. Spezial. Was ist denn das? Was ist denn das? Steht da nicht dabei, was das ist. Oh, da kann man nach draußen ausschenken. Oder ein Kiosk. Oh, das ist nicht der Dieb, das ist der Henker. Ja, stimmt. Ah, da haben sie tatsächlich... Ich hab schon kurz geredet. Nein, wir brauchen mehr Tisch, Kinder. Was ist das da? Ein kleiner Tisch? Und das ist ein großer Tisch, oder wie? Das ist doch dasselbe. Oh, das ist ein edler Tisch. Ein edler Tisch! Wie viel Platz muss ich ihn lassen? Irgendwie so eine Reihe oder 2? Also die Ben, glaube ich, braucht 2. Die rückt mir so nah zusammen, dass du einen Schlaganfall kriegst. Das sagt ich. Das macht aber auch keinen Sinn. Pass auf. Ich glaube, besser ist, wenn wir es so einbauen. Da müssen wir auch noch ein Licht hinten. Nein, Licht haben wir. Machen wir so. So. Wie viel Geld haben wir? Ah, wir haben kein Geld mehr! Bank! Langer Tisch. Lecker. Hätte ich mal lieber zuerst gesehen. Also wurscht. Sitzplätze. Können wir nur 2 Bänke kaufen. Birger, das war nicht so schlau. Das stellen wir da her. So, schaut gut aus. Haben wir keine Kohlen mehr. So, bedient sie mal ein bisschen schneller. Play. Mehr Gäste. Hallo, kommt da draußen noch mal irgendein... Tavern Master. Okay, my day ist doch nicht ruined. Ich kann meine Taverne benennen, wie ich will. So, Bier. Der Bar ist wunderbar. Best Taverne EU West. Bestätigen. Birgers Bierbude. Ist auch nicht schlecht. Birgers Bierbude. Schöne Wörter mit B. Pass auf. Birgers. Mit IE ausnahmsweise. Birgers. Bierbude. Busen. So. Oder ist das meine Markttafel? Kann ich da... Freebusen. Da. Nice. Ich hab nur ein bisschen. Birgers Busenbude. So. Das Nivea hat das Haus verlassen. Hier können wir schon wieder.
Leck doch dein Maul. Ich kann mal eine Busenbank bauen. Busenbank, da sitzen die Letzten hinten. Ja, im Eck sitzen die Letzten hinten. Bedient mal ein wenig schneller da. Und wieso saufen die Grattel eigentlich alle? Alter, Gandalf, hast du schon eingelitert? Was ist mit dir? Gandalf, was ist mit dir? 3 Liter Wasser, 1 Liter Bier. Und er hat einen Kranz, er hat ein Knie. Haben Mönche eigentlich Knierscheiben? Er hat einfach eiskalt einen Topf am Kopf. Hashtag Topf am Kopf. Alter, was ist denn heute? Oh, Alter, jetzt chill mal, ich muss was trinken. Ey, wo ist die ganze Kundschaft hier? 30 Stück finster, machen wir Licht. So, jetzt passen wir an. Haben wir mir schon geforscht, Nein. Aber wir brauchen mehr. Kann man da Werbung machen? Wir brauchen jetzt mal. Was ist denn das da eigentlich? Ein Teppich. Wieso brauche ich denn einen Teppich? Jetzt warte mal. Kurze Anmerkung. Das blaue Symbol da, pass mir an, das glaube ich ist, wie hochwertig das unsere Taverne erscheinen lassen, dann kommen mehrere Leute. Jetzt weiß ganz geil, wo ist denn unsere Bedienung? Da ist Bedienung, das ist Helga. Was kann man mit der Helga eigentlich machen? Trägt 3 Getränke. Was ist denn da? Die hat schon gelevelt, oder? Das ist voll der Pro-Gamer. Das pass mir auf. Geschwindigkeit nicht tragend, nur mal mehr Trinkgeld. Lohn? 12. Wieso 12? Weiß ich nicht, wo das wieder herkommt. Hast du auch gelevelt? Ja, tatsächlich. So, trägt 4 Getränke, Geschwindigkeit, Getränke einschenken, machen wir ein bisschen schneller. Oh, da habe ich vorher gar nicht drauf geschaut. Es ist ja nicht 1,25 Getränke pro Sekunde, sondern er braucht pro Getränk 1,25 Sekunden und es wird natürlich wenig. Was heißt das? Oh, leck, ich kann noch umnehmen! So, den ersten Namen im Chat, der schreibt Skadoodle Manudel. Wird. Na? Oh, da haben wir. Oh, was? Profess. So, ist das in Ordnung so? Passt. So, an die Damen und nur die Damen. Boah, leck, was ist denn das? Der Tageszusammenfassung. November? Oh, haben wir tatsächlich den heutigen Tag. Was? Minus 1149? Das ist aber nichts. Getränke verkauft, sind wir 30, plus 88 und Boni 23. Total positive 111, total negative, das ist aber nichts. Das ist keine gute Bilanz. Ich bin kein Wirtschaftler, ist aber keine gute Bilanz. So mittelmäßig. Verärgerte Kunden. Kunden, die wütend gegangen sind, 0. Das wollte ich hören. Ja, zur Not wirfst du einen Freibierstutzen hinten rein. Nächsten Tag beginnen. Ist die Frage, können wir noch irgendwas tun? Ja, noch eine Bank bauen da hinten, das tun wir noch. Dann haben wir auf alle Fälle einmal genug Platz. Nochmal kurz, das blaue Symbol an den Objekte da dran besagt höchstwahrscheinlich, das hat das Tutorial nicht her. Da steht ja Ansehen 225 und je mehr Sachen, also je hochwertiges Zeug du da reinstellst, desto mehr Leute werden kommen, vermutlich. So, dann darf mich natürlich noch interessieren, ob es so genau geht, dass einer das vielleicht negativ angerechnet wird, wenn die Bänke so nah zusammenstehen und so weiter. Egal, nächster Tag! Da, geht schon wieder los. So fangen wir mir schon in der Finstern an. Die Beleuchtung ist auch Wahnsinn. Weiß ich nicht, die leuchten alle in der Finstern. Das ist aber jetzt Princess Zelda. Hallo, Sie! Kann Sie jetzt da mal reinkommen? Hallo? Biergas, Busenbude! Heute 25% auf alles! Jawohl, schon, es funktioniert schon. Hier, die Alte, rein in die Busenbude! So, erste Kundschaft. Warum ist da noch keiner dort? Helga, was ist mit dir? Achso, bestellt die per WLAN oder was ist mit dir? Ja, die sauft auch Wasser. Kann man die Preise fürs Wasser, kann man die anheben? Bier haben wir noch genug, Wasser haben wir noch genug. Was? Ja, so, wir müssen unsere Kellnerin noch benennen. Wo waren die Damen? Die erste Dame im Chat. Die schreibt
Skaselbad! Die kriegt einen Namen. Los! 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 Skattelbad! Skattelbad! Aber die erste, es ist weder von keinem bis jetzt richtig geschrieben, weil keiner einen Skaselbad kennt. Aber die erste, die geschrieben hat, ist Fiery 84. So, bestätigen, bist schon drin, ob es dir gefällt oder nicht. So, der Mönch ist bedient, alle sind bedient, jawohl. Achso, sauft der Mönch gleich 2 Glasel Wasser, oder was? Nein, die alte sauft 2 Glasel Wasser. Ja, schenk noch hin. Ich bin mir auch nicht so sicher, wo ist denn das? Aufgaben. Besitze 4 Tische. Hammer. Ja, Bruder. Besitze auch Bänke. Hammer auch. Ändere den Namen der Taverne, indem du auf das Schild der Taverne klickst. Achtung, ich check's lieber noch mal gegen. Unsere Taverne heißt Biergeist Busenbude. Check. Nimm mich mit. Beende eine beliebige Forschung. Ah, das haben wir noch nicht. Die Forschung, die läuft da herunter, wir müssen mehr Leute bedienen. Jetzt bedient's einmal. Was ist denn da wieder los? Priska, merci für den Zwickel. Die Dame soll Carina heißen. Ist leider schon zu spät. Gara, welcome to the squad. Die habe ich gesehen. Bussi aufs Nussi, danke für die Mitgliedschaft. Leon, merci für den 5er. Spawny, merci für den Euro. So. Oh, jetzt haben wir 2-mal einen Gandalf. Jetzt gibt's gleich Schlägerei. Oh, 3-mal Gandalf. Was ist da los? Warum haben wir Geld minus 15? Was haben wir schon wieder da? Irgendwas habe ich schon wieder da. Ich weiß nicht, was ich da habe. Vielleicht brauchen wir mehr Bedienungen. Ich weiß auch nicht. Was genau ist jetzt da? Nein, das brauchen wir nicht. Was ist das da? Symbol für Kellnerin. Ja, das kann man machen. Symbol für Barkeeper. Symbol für Forscher. Haben wir nicht. Symbole für besondere Gäste. Aha. Begehbaren Bereich anzeigen. Indikatoren für Wartezeit anzeigen. Das ist nicht schlecht. Jetzt haben die da so einen Brücken über dem Kopf und ich glaube, wenn der abläuft, dann haben wir, nachdem habe ich gerade gefragt, haben wir eine schöne, wie soll ich sagen, einen Indikator dafür, wann wir eine zusätzliche Bedienung brauchen. Ansonsten klingt das schon. Außer in der Zeit, man, die saufen ja wirklich, schaut einmal die so. Ich weiß aber auch nicht, was kann ich jetzt da mal Wein kaufen. Wie schaut's denn da eigentlich aus? Limonenfass, Weinfass, Alefass, Milch, Apfelwein und Met. Gibt so viel geilen Scheiß. Ich will alles haben. Jetzt einmal die Forschung da schnell machen. Helga hätte fast gesagt, nein, Fiery! Bringst ihm nur einen Humpen Wasser, damit nichts passiert. Ach, meine Leute habe ich gezahlt in der Früh. Okay. Wir haben 33 Geld. Sitzplätze sind noch nicht alle belegt. Dann darf ich mal sagen, scheiß mal wegen der Dekorationen, damit mehr Leute kommen. Hä? Was haben wir denn da? Spezial. Können wir uns nichts leisten, der Malato? Was ist denn das wieder? Ein Feuerlöscher. Der ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Küche kriegen wir erst noch. Da werden wir wahrscheinlich einen Haufen Geld brauchen. Aber dann verdienen wir einen Haufen, wie wir Essen saudeier verkaufen können. Spiele. Dekorationen. Oh, Pflanzen. Was haben wir da? Ja, ein bisschen so ein Pflanzerl da schon nicht schon. Du hast mal 75 her, müssen wir warten. Machen wir ein bisschen schneller da. Ja, da geht es. Schau hin. Rauszoomen. Schauen wir gut aus. Da, schaut die Busenbude, schaut gut aus, schaut die Busenbude. Da. Küchenanleitung. Irgendjemand hat schon wieder mit Geld geschmissen. Müller, Tim, merci für den Zwickel. Nenn den nächsten bitte René. Das kann man durchgelassen. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Küche. Hier ist ein Bonus von 800 Geld, damit du genug Geld hast, um sie zu bauen. Schritt 1, geh in den Küchenshop. Schritt 2, kaufe eine Küchentheke, ein Tellerregal und eine Kiste. Schritt 3, stelle einen Koch ein. Schritt 4, warte auf Kunden, die Essen bestellen. Okay, ab in den Chat bitte. Theke, Regal, Kiste. Kistige Kiste. Ab in den Chat, weil ich in 4 Sekunden wieder vergessen habe, um was es gegangen ist. So, Küche. Küche. Ah ja, gut. Was? Kistiges Thekenregal. Spreng ich halt durch dein Haus. Wir müssen erst mal eine Küche bauen. Wir haben ja gar keine Küche. 150. Ja, Wahnsinn. Da müssen wir ausbauen. Müssen wir jetzt schon ausbauen. Spinnst du? Gut, dann müssen wir ausbauen. Wie groß ist denn so eine Küche? Was weiß ich denn? Küche, Schrank, Dings. Die können wir nicht mitten da reinzimmern. Sollen wir es da reinzimmern? Ich weiß auch nicht!
Der mal ausbauen. Ausbaut wird, ist mir wurscht. Haben wir sie. Haben wir sie. So. 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 Und so. So, dann müssen wir 2 Wind wegreißen. So. Dann brauchen wir noch einen Boden. Bodentextur. Dann nehmen wir die Holzer nicht. Kostet, oh, die kostet nichts. Dann nehmen wir die Steine nicht. Nein, mag ich die Steine nicht. Nein, Holz ist gemütlicher. Da hinten ist Kich, das passt gut. Bruder, wenn das nicht passt, dann weiß ich es auch nicht. Und hervornehmen. Ist das da Schiene? Weiß nicht. Nehmen wir Holz. Holz ist gemütlicher. Holz ist immer gemütlich. So, schauen wir mal. Ich tue mit Normalplay. Also voll ist die Bude noch nicht, gell? So, richtig voll ist die Bude noch nicht. Jetzt machst du mal die Küche rein. Machst du mal Tellerregal. Tellerregal. Das stellen wir da straight. Und was haben wir dann noch? Was ist das da? Theke. Oh mein Gott. Das ist ja voll riesig. Können die da überhaupt hintergehen? Dann machen wir so. Jetzt warte mal. Ja, das muss ich mir anschauen, wenn es ist, dann müssen wir es versetzen. Dass da die Kellner-Typen rundherum gehen können. Machen wir so. Ich nehme mal an, das sind die Annehme. Nein, das sind nicht die Annehme. Ich bin ein totaler Volldepp. Jetzt habe ich es verkehrt umgebaut. Kann man das umsetzen? Ja, komm mal. Du mit rein. Was heißt das da? Ah ja. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist ein Upgrade, oder was ist das? Das nehmen wir jetzt lieber nicht. Ich weiß nicht, das kommt von alleine. Ich meine, da gingen ja die Kellner-Typen da hinten. Da müssen wir da das Eck noch ausbauen. Wie viel Geld haben wir? 488, schaffen wir schon. Da tust du mir Tellerregal. Und wie groß ist die scheiß Kisten? Die bauen wir da her. Die können wir alles umbauen. Können wir mir alles umbauen jetzt nicht. Warte mal. Lass du dir einmal Zeit. Das ist ein Wahnsinn. So. Das schaut gut aus. So, Personal. Personal. Anheuern. Köche. Köche wo? Etwi. Was denn die so? Geschwindigkeit 2,8 Meter pro Sekunde, 3,5 Meter pro Sekunde. Zieht jeden Tag 3,5 mehr Kunden an. Der Bruder. Ja, den nehmen wir. Der Edwi. Ich glaube, Edwi, der richtige Name ist aber René. René. Was ist denn da wieder los? Herr Bayer, Bürger, wo ist der Met? Wir brauchen Met. Ich arbeite dran. Es herrscht Metnotstand im Märchenland. Ich arbeite dran. Fähigkeit für Hauptgericht. Dessert? Der kann ja gar nichts. Das ist alles ein Käse. Hat da nicht jemand noch das da? Der schaut doch schön durchschnittlich aus da. Den nehmen wir, der Leopold. Leopold, du bist eingestellt. Da, wo ist der Koch? Leopold, du heißt nicht Leopold, das weißt du bloß noch nicht, sondern René. So, der René ist der Gute. So, mehr brauchen wir nicht, oder? Weißt schon? Limonade. Aha, was ist das da? Plus 7 Gäste pro Tag. Das ist der mal. Hau rein, Alter. Außerdem ist die schnellste Forschung mit 15. Bringt am meisten Snowball G. Wunderschöner Snowball. Da machst du mal ein bisschen schneller da. Wie viel geht haben wir? 330. Was müssen wir jetzt noch reinzimmern? 2 Dekorationen. Ein schönes Pflanzerl. Ein wenig Pflanzerl. Da geht's her. Nehmen wir gleich die groß. Oder was? Alter, die kostet genauso 75, hat aber 100 Ansehen. Braucht aber wahrscheinlich mehr Platz. Die stellen wir vor das Fenster, damit die kaputt geht. So, wunderschön. Und was haben wir noch? Lichter? Brauchen wir irgendwo Licht? Brauchen Kellner da im Ecken kein Licht? Na gut, dann halt nicht. Spezial? Was ist das? Was ist das? Eine Bar. Aber wir haben doch schon eine Bar. Verstehe ich nicht. Küche haben wir auch schon. Wie kann man das da frei? Der Gegenstand ist gesperrt, geht zum Forschungsbaum und frei. Okay. Dann haben wir da Spiele, brauchen wir auch nicht, Sitzplätzel. Komm mal, jetzt probieren wir mal schnell was aus. Komm mal, das Ding da, nein, nehmen wir so mal. Nehmen, ich hab doch vorher was upgraden können. Kann ich nicht. Mehr Platz schaffen. Jetzt probieren wir gleich mal aus, was passiert, wenn wir ihn da umsitzen. Tja, Gandalf, es tut mir jetzt wirklich leid für dich, aber schauen wir mal, ich muss schauen, was passiert, wenn ich die umsitze. Oh. Na! Gandalf! Gandalf, nein! Gandalf, nein!
Kunde 40 ist gegangen, weil Möbel, die benutzt wurden, gelöscht oder verschoben. Du Affenarsch! Du Pavian-Arsch! Ja, und ein Bierkrug hat einer schnell verzaubert, dass er in der Luft umeinander schwebt. Mann, Gandalf! Der Grantler Gandalf. Du hast an der Theke einen Boden vergessen, aus Holz zu machen. Oh, ja, stimmt, fuck. Da hast du recht, ich hab auch da vergessen auszubauen. Müssen wir einer machen. Es hilft uns alles nichts, auch wenn es uns ein paar Monedos kostet. Machen wir alles in einem. Weg. Gibst du Boden. Brudi, wo ist Boden? Brudi braucht Boden. Schöne Wörter mit B. Brudi braucht Boden. Da machen wir Kich noch her. Ja. Und da machen wir auch noch Kich. Oder machen wir da schon wieder Holz? Ja, das gefällt mir nicht, dass man das nicht auf einen Quadratmeter genau da so schön machen kann. Ah, schade. Schade drum, aber gut, ist ja auch kein AAA-Game. Muss man so lassen. Waren jetzt die ganzen Leute eigentlich hin? 48 Gäste pro Tag. Aber jetzt bin ich gespannt auf unsere Statistik. Das ist da schon. Oh, total positive. Und schon haben wir einen Plus schon. Hey, 991 haben wir verdient. 837 haben wir ausgegeben. Und wir haben auch eine Küche gebaut. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Küche. Eine 5-Sterne-Küche, da die sagen. Wegen die 800 Bonus. Lol. Scheiße. Gut, wir haben die 800 aber auch 1:1 ausgegeben. Also haben wir im Endeffekt 91 verdient. Und ausgeben? Mehr. Egal. Nächster Tag beginnen. Ja, hauen wir voll rein, oder? So, was ist denn in der Forschung das nächste, was wir kriegen? Ja, mehr Gäste, das ist gut. Dann haben wir da was zum Freischalten. Eine beliebige Forschung. Hammer. Bediene 20 Kunden, kaufe einen Feuerlöscher. Okay. Serviere einen ganzen Tag lang nur Desserts. Wie geht denn das? Kann man der Küche irgendwas anschaffen, oder was? Das heißt, ich muss ihm da nur Nachspeisen machen lassen, oder was? Schauen wir mal, kann man da was da? Oh. Oh Mann, ich muss mich da um meine Vorräte kümmern. Sind die besoffen, oder was? Kochzutaten. Wo ist denn haben wir sowas wie Speisekarten? Oder irgendjemand, der Feider hat geschrieben auf der Speisekarten. Aber wo ist der Speisekarten? Speisekarten habe ich noch gar nicht gesehen. Alles, was ich gesehen habe, ist Birgers Busenbude. Ja, die ist wichtig. Das ist hier die wichtige Geschichte. Rechts unten. Ah! Tatsache! Was haben wir da alles? Apfelkuchen. Sahnebrötchen. Eine Obstschale. Eine Kirschtorte. Und ich nehme zum Hauptgang bitte Brot. Kann ich das bitte umnennen? Das war super. Nein, kann ich nicht. Gut, lassen wir den Hauptgang einmal weg, holen wir uns gleich die Aufgabe. Was kann ich da machen? Wir brauchen nur Äpfel und einen Brot. Das ist jetzt so geil. Hauptgänge, Brot. Bäcker, bitte ein Brot. Veranstaltung. Können wir leider nichts mehr. Schade. Ja, abgewählt. Kann ich da Preise festlegen oder so? Nein. Durchschnitt 0. Ja, egal. Wir brauchen einen Draht. Einen Draht oder einen Apfel. Schauen wir mal. Hammer. Wir haben aber auch Gemüse. Lecker Gemüse und Fleisch. Und wieso verkaufen wir dann Brot? Verstehe nicht. Egal. Lassen wir uns mal, wie es ist. Verdirbt das Zeug? Nö. Denke nicht. Alles klar. Dann Bedienung, Gas geben. Hopp, hopp. Jetzt schauen wir mal, wie viel. Jetzt macht's mal die Bude voll. Ist ein Wahnsinn. Macht's einmal die Bude voll. Ich melde mich für die Lauchsuppe als Zutat. Mr. Odin, das war der Beitrag des Tages. Danke dir. So, wir schauen mal aus. Oh ja, da warten schon ein paar wegen. Oh, schaut's, es ist Zeit für eine zweite Bedienung. Ah, keine Zeit werden für eine zweite. Oh, und schau mal hin, wir brauchen noch einen neuen Tisch. Wir haben voll! Wir haben voller als unsere Gäste. Das ist nix. Tisch. Was haben wir? 150. Können wir da schon einen schönen Tisch kaufen? Nein, können wir nicht. Gut, fix. Nee, dann machen wir es so. Das ist was. Können die da überhaupt noch durchgehen dann? Ah ja, machen wir es so. Rudi, wir müssen Platz sparen. Ja, Profit.
Kinder, Profit. Den stellen wir da her. Vielleicht muss man da auch mal ein bisschen schauen, wie die Laufwege von der Bedienung sind. Sollte man vielleicht einmal kurz mehr aufpassen, was wir da eigentlich spielen. Und ich sag das, was ist. Ich glaube, eine zweite Bedienung brauchen wir auch, weil da hinten werden die Leute schon rot. Ah, die sind schon lästig. Sind die lästig? Hey, seien wir nicht lästig. Oh, einen Henkersmann im Ecken, den darf man nicht erzürnen. Vielleicht kann sie ja schon wieder leveln. Ja. Nimmst du mal, sie kann 3 Getränke tragen. Warte mal. Und er kann 4 Getränke machen. Das heißt, er lässt man noch schneller einschenken. Und sie lässt man ein Getränk mehr tragen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Birger, du hast eine gute Idee gehabt. Jawohl. Oh, da schwarzt es auch nicht die Monedos schon hin. Da schwarzt die Monedos. So, Sitzplatz. Sollen wir mal eine Premium-Bank kaufen? Ich weiß nicht. Premium-Bank oder normale Bank? Ab in den Chat. Ich trinke dabei. Ich bin nämlich schon ein bisschen heiser. Aus irgendwelchen Gründen blähe ich heute umeinander wie ein Geisteskranker. Kann vielleicht daran liegen, dass in 3 Stunden neue WoW-Add-on online geht und ich Urlaub hab. Pah, was weiß ich schon. Und ich mit allem fertig bin. Mit Video für Sonntag, mit Merch für Sonntag, mit allem. Mit allem! Oh, was erblickt mein Auge links oben im Eck? Ein Diversity-Bimsel. Was ist das? Klicke und ziehe den Cursor über die Einrichtung, um sie zu färben. Ja, pink, Bruder. Was ist deine Frage? Ich verstehe nicht. Damit da ein Dischi. Oh, alle haben geschrieben Premium. Scheiße. Jetzt habe ich aber den normalen Hitze, Mann. Ja, dann kaufen wir noch einen. Brudi, wir kaufen gleich noch einen. Ich habe Entschuldigung. Entschuldigung! Normale Bänge und zweite Bedienung. Zweite Bedienung ist wirklich eine gute Idee. Schau hin. Mehr Bedienung, mehr Depth, mehr Monedos. Wo Bedienung, wo? Anheuern. Alissa! Annelies! Bist es du? Annelies! 4 Getränke, 0 bis 2. Zieht jeden Tag 3,5 mehr Kunden an. Die Stimmung sinkt jeden Tag langsamer, kann 8 Getränke. Wolle, kann 8 Tränke geht Annabelle, Alter. Alter, die Annabelle muss einen Vorbau dran haben, dass du sagst, Bruder, da stell ich mein Auto unter, wenn's pressiert. Aber. Hä? Was ist kaputt gegangen? Die Forschung. Kinder, die Forschung. Limonade. Ich will Limonade. Das ist ein Puppen. Wo ist ein Puppen? Wo ist ein Puppen? So, wir brauchen eine Bedienung. Ja, Annabelle, ich glaub, dann wirst es du. Aber du bist ziemlich langsam. Da bist du eigentlich nicht. Geschwindigkeit. Oh, sie ist schnell. Oh, die Alice ist schnell. Annelies, bist du auch schnell? 2 Meter, 2,4 Meter. Ja, ich weiß auch nicht. Die kriegt da so ein bisschen mehr Trinkgeld und so ein Geschmeire. Ja, weiß nicht, ich weiß nicht. Aber die kann nicht viel tragen. Bruder, die hat einen Atomdepf. Annabelle hat die dicksten Kartoffeln, das ist richtig. Annabelle, eigentlich bist du eingestellt. So, wir nehmen die Annabelle. Annabelle, so, die erste Frau, die in den Chat schreibt. Ene, mene, Miste, ich finge nicht, ich fiste. Der. Oha, der Sprengi. Ene, mene, Miste, ich finge nicht, ich fiste. Sprengi, du bist wirklich verfickt schnell. So, Sprengi ist. Sprengi, bist zwar keine Frau, ist mir jetzt egal. So. Jetzt müssen wir da mal ein bisschen Ordnung schaffen. Wir müssen warten, bis der Tag vorbei ist, dann werden wir die Bänke mal ein bisschen schöner zusammen, damit wir die Laufwege vielleicht ein bisschen kürzer machen. Jetzt passen wir auch mal auf, was die Bedienungen so treiben. Die können da nämlich, glaube ich, nicht durchgehen. Also Gäste können schon durchgehen, wenn man die Tisch da nahtlos zusammen tut, aber ich glaube unsere Bedienungen nicht. Und das macht schon ordentlich was aus, glaube ich. Da, der Kochsepp, ja. Nimmt Bestellungen auf, aber so wie mir die so schon brauchen wir noch eine Bedienung. Weil die da hinten haben schon sehr auffällig, dass die alle warten. Verstehst? Verstehst? Nur mit dies umstellen. Wäre denen erst wurscht sein, wo die scheiß Pflanzen steht. Ja. Hauptsache Schäß. Das Bonnie hat geschrieben, ich stelle die Pflanze um. Ha, ich bin sogar selber draufgekommen. Der Stadelbauer, die habe ich übersehen, mir ist wieder in 5,99.
Excuse me. Wir haben 2022. Merci dir. So. Und ein neues Bing brauchen wir auch wieder. Wir haben fast voll. Wir sind immer noch unschlüssig. Ich glaube, 3 Reihen kriegen wir hin. 3 Reihen kann man hinkriegen. Die 2 bingen noch ein bisschen zurück aus, das können wir aber nicht machen, sonst sind die Leute alle lästig. Und die ein bisschen 1,4er und ein Kastel auseinander, dass die Bedienung dazwischen gehen kann. Da muss ich jetzt mal aufpassen, ob die da dazwischen eingehen. Sie gehen auf alle Fälle nicht durch. Ja, also sie geht bewusst da hinten durch und nicht da rundherum. Da muss man ein Kastel freilassen, glaube ich. Oder man kauft den ganz langen Tisch. Kann man auch mal. Was kostet der ganz lange Tisch? Ein langer Tisch? 400! Oder wir haben aber auch eine lange Tafel. Schau dir mal die so. Bruder. Oh, die kann man sogar aufhängen. Es ist möglich, die Farben für diesen Artikel zu ändern. Ja, gib ihm. Funktioniert aber noch nicht so ganz, hä? Wir werden uns wahrscheinlich dabei mit der Holzlatten da begnügen müssen. Hilft nicht. Oder rammt eigentlich irgendjemand den Tisch einmal ab oder bringt sie bloß Bier her? Oh, da ist was gegessen worden. Ein Apfel und ein Ei. Machen wir ein bisschen schneller da. Ja, es ist schon sehr, die gehen nicht zwischen die Tisch. Da meine ich, wenn wir einen Meter freilassen, besser. Es muss ja da hier vorne nicht so viel Platz sein. Forschung! Wohl, Limonade! Limonade! Und dann haben wir Musiker. Ja, einfach rein in die Forschung, ist ja wurscht. So, und da können wir jetzt Limonade kaufen, oder wie? Limonadenfass. Ja, in das sollten wir vielleicht zuerst investieren, glaube ich. Was meint ihr? Ja, Produktangebot erhöhen. Müssen wir. Hilft nicht. Maximale Auffüllung für 2,50 €. Hau es aus! Du musst investieren. All in. All in, Kinder. So wird das nichts. Jetzt, wenn wir noch ein, 2 Mal abkassieren können, dann war das ganz toll, dann darf man nicht ins Minus gehen. Na super, jetzt gehen alle heim. Und ihr steht dumm umeinander. Da haben 100.000 Glasel zum Heimtragen. Was ist mit euch? Oh, jetzt können wir umbauen. So, rammt zusammen schön. Zusammenräumen. So ist er brave. Brave Helga. Wunderschön. So, Pause. Jetzt müssen wir ein bisschen umbauen. Das sagt ich. Und zwar, wir haben da ja immer so ein Kastel Platz lassen, damit die da hinten rundherum gehen können, wenn es pressiert. Da lassen wir ein Kastel dazwischen. Ich weiß halt nicht, muss man 2 Kastel dazwischen lassen oder 1? Brudi weiß das nicht. Und direkt vor die Haustür ein Bing stellen ist vielleicht auch gar nicht so super schlau. Weiß jetzt auch nicht. Dann müssen wir halt die Binger ein wenig drehen. Jetzt nimmst du die einmal. Machen wir so. Machen wir so. Dran. Ja, das schaut doch gut aus. Schau gern hin. Nehmen wir es noch eins weiter hin. Damit die Leute, die da sitzen, die haben gar nicht genervt. Dann, da genauso. Und dann fangen wir da hier vorne an. Machen wir so. Klang leider nicht. Müssen wir noch einen hier tun. So. Na, so. Na! Tu jetzt gescheit! So, jetzt ist die Frage, kriegen wir mir da noch einen Tisch rein? Wahrscheinlich nicht. Ich plane ja den hier. Verstehst? Einen fetten Tisch mit Mitte und da müssen wir sowieso expandieren. Warte mal, wie groß ist denn der Tisch? Der ist so groß wie 2 kleine. Kostet aber das 4-fache. 4,5-fache. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na gut, er hat mehr Ansehen. Mann, Stammtisch wo? Das wird der Stammtisch, der ist 5 Meter lang. Wie lang soll der noch werden? Kann man da auch an das Kopfende noch einen Stuhl hinstellen, oder wie ist das? Bruder, wie ist das? Ja, werden wir sehen. Sobald wir uns leisten können, beginnen den nächsten Tag. So, Leute, jetzt schwappt mal ein wenig Geld rein. Ja, Wahnsinn mit euch. Schlafst du? Also, da hätten wir es schon wieder taghell. Oh, da ist die erste da. Princess Zelda an dem Platz. Ja, hat es bestellt. Wie lange dauert jetzt die Gaudi? Jetzt schauen wir mal, wie sich die Kellnerinnen verhalten. Schau hier und schon gingen sie hinten rundherum. Und haben verkürzte Laufwege. Das ist Min-Maxing vom Feinsten, Brudi. Stabil. Kannst du dir nicht die Laufwege anzeigen lassen? Das ist eine gute Frage. Wir haben Moment einmal. Da hast du recht. Pass auf.
begehbaren Bereich. Tatsächlich. Aber... Oh, da wird er hellblau. Ja, verstehe ich schon. Da können sie nicht mehr durchgehen oder nur spärlich. Weiß jetzt auch nicht, wie ich das verstehe soll. Aber da dann schon. Also dunkelblau ist gut, hellblau geht so. Und rot ist natürlich blockiert von Objekten. Ja, okay. Okay. Machen wir so. Rechts oben. Was ist rechts oben? Ah, da. Begehbar, verlangsamt. Dann habe ich recht gehabt mit meiner Theorie. Ich hab einfach nicht rechts aufgeschaut. Da steht es eben. Dunkelblau ist begehbar, hellblau ist verlangsamt und rot ist halt nicht begehbar. Sehr schön. Sehr intuitiv gestaltet. So, jetzt schwappt mir ein wenig Geld rein, damit ich den scheiß Stammtischsteiner pflanzen kann, weil sonst rasiert mir mein scheiß Squad noch ein Tor vom Reidel. Was haben wir da? Aha, bediene 20 Kunden, haben wir, serviere den ganzen Tag, die schauen nur Desserts. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir auf die Speisekarten, jetzt können wir das wieder... Brot! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Willkommen in Biergast Busenbude! Hallo? Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen in Biergast Busenbude! Unser heutiges Tagesangebot! Brot! Ja, weiter geht's. Ja, aber die Bedienung schaut gut aus, Ein paar Worten. Jetzt spätestens, wenn der Stammtisch da ist, brauchen wir eine dritte. Und vielleicht dann auch langsam mal einen zweiten Barkeeper, der kommt auch nicht mehr neu. Bier geht aus. Was? Im Hause Bierger geht's Bier, das geht nicht aus. Das ist immer noch halb voll. Schau dir das so. Limonade geht aus, da schau hin. Müssen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Tust du mal ein wenig ein Bier. Wasser geht auch zu Ende. Was? Vollständiges Auffüllen kostenlos. Dann kannst du es selber auffüllen, du Mongo. So, Bier, das da mit 10 neu schenken. So, wir brauchen 400 Geld. Tagesangebot, der hat Brotteller. Der Koch ist, glaube ich, nur auf Dessert only eingestellt. Also, ich muss ja... Oh, ja, stimmt. Wer hat da wieder so gut aufpasst? Der Flash. Aha. Ich meine, seine Spiele sind nichts für die. So, was haben wir da? XP. Fähigkeit für Hauptgericht. Bringen wir mal alles auf Level 3. Passt. So, hier Forschung. Was haben wir da? Veranstaltungen und To-Go. Was ist To-Go? Baue eine To-Go-Tresen, um neue Kunden anzulocken, die sich nicht setzen wollen, aber gerne Essen mitnehmen möchten. Ja, freilich. Schritt 1, baue eine Wand für einen To-Go-Tresen. Schritt 2, kaufe einen To-Go-Tresen. Schritt 3, kaufe den Einpacktisch. Warte auf Kunden, die Essen bestellen. Oh, das ist ja voll geil. Was nehmen wir da? Ja, freilich nehmen wir To-Go. To-Go. Ein ins Viech. Was haben wir noch? Da haben wir neue Sachen zum Anhören. Der Sprengi hat gelevelt. Sprengi! Oder du tragst eh schon so viel, das ist ein Wahnsinn. Trinkgeld verlangst keins, du Mistgrippe. Schaut nicht, Trinkgeld eingelevelt, easy. Wo sägen ich? Oh! 100 extra Geld. Jetzt können wir unseren Stammtisch bauen. Stammtisch, eine bauen. So, die Frage ist, der wir jetzt mal da hin. Unser bisschen Problem ist, was haben wir da? Da haben wir einen Hocker, da haben wir einen Stuhl. Wie schauen denn die Stühle aus? Alter, der braucht voll viel Platz. Was ist denn das? Das ist ein Privatsitz oder was soll denn das sein? Zeigt das? Tatsächlich. Ja, das ist halt wieder dumm. Da haben wir so nah dran. Was haben wir da? Das zählt auch bloß als ein Platz, nein, als 2 Platz. Da werden wir leider Gottes in den sauren Busen beißen müssen und da wieder zumachen. Das ist ja voll behindert, da kommt die Bedienung nicht mehr hindrehen. Ja, Kinder, dann müssen wir bauen. Wir können nicht bauen, wir haben kein Geld. Dann machen wir dabei so. Das zählt auch. Also ein bisschen schon. Ja, der Wein langt schon. Das ist ja jetzt... Das ist ein sehr exklusiver Stammtisch. Ich mag keinen Ton nicht hören. Ich will keinen Ton nicht hören. Oh, jetzt können wir noch mal umbauen. Jetzt mir gaff. Jetzt müssen wir noch mal schauen. Up.
plus 568, minus 540, gute Bilanz. Wir haben ja einen fetten Tisch gekauft. Jetzt ist die Frage, ob wir die Tisch da vielleicht auch mal dran sollten. Haben wir dann mehr Platz? Das probieren wir jetzt einfach aus. Jetzt pass er mal an. Jetzt tust du mit den Grippe, tust du mit da oben, den tust du da oben. Dann nehmen wir den und machen wir so. Zack, zack. Langt das nicht. Das ist ja ein Krampf. Machen wir so. So, so. Vielleicht können wir die ganz an die Windtonne stehen, hä? So. Weil hintum muss ja keiner gehen. Das ist ja total wurscht. So. So, so, so. Ja, geht auch bloß eine Seite dann. Ja, müssen wir ausbauen. Wir müssen ausbauen. Wir brauchen noch mehr Geld. Wir brauchen mehr Monados auf die Schnelle. Meine Bälle wiegen gemeinsam 14. Was? Nur Pro-Gamer wissen, wo das her ist. Nur Pro-Gamer wissen, wo das her ist. Wie rechts an die Wand. Spawny. Okay, wir brauchen erst Money. Erst die Gulden, was mir minus 56 gibt. Das ist behindert. Warum? Ach, weil man am Anfang des Tages so sein Personal zahlt. Ja, ich bin schon Start. Was haben wir denn da eigentlich? Irgendwas, wieso blinken die selber? Ich hab da gar nichts da. Kaufe eine Bühne für Musiker. Ich hab noch gar keinen Musiker. Einen Feuerlöscher brauchen wir. Tu mir einen Feuerlöscher. Was kostet der Feuerlöscher? Müssen wir das erste Geld für eine Dekoration, Lichter Spezial. Da, Feuerlöscher, 50. Kauft man lieber einen Feuerlöscher, bevor die Bude abbrennt. Die stellen wir lieber in die Küche drin. Damit nichts passiert. Ja, aber das schaut doch schon ganz kommod aus. Wir bauen jetzt dann da hinten aus, so damit nichts passiert. Herr Müller, was soll das? Da hast du Geld, wenn du eins willst. Ich hab's das ist schon gezeigt, man glaube ich, aber ich hab's übersehen. Timmy, merci dir, wie immer. Der M-Liner One Birger sagt, probier mal einen Tisch ins Eck und dann die 2 Bänke im rechten Winkel zueinander. Ich weiß, was du meinst. Kann ich jetzt aber gerade nicht, weil die Tische besetzt sind, sonst gingen die Leute grantig heim. Das ist nix. Oh, da haben wir schon wieder einen Schwebekrug. Oh, das ist der Indiana Jones Krug, der Schwebekrug. So, wie schaut's mit der Bedienbarkeit von den Leuten aus? Ja, da hinten ist ein wenig unzufrieden, ist aber auch der letzte im Eck. Der letzte im Eck ist auch der letzte. In einigen Kisten fehlen Zutaten auf Etage 1. Ah! Wo? Der Wurz! Tust du mal wieder ein Wort sein, damit nichts passiert. Ein wenig Obst. Himi Hackert. Wie schaut's da aus? Schaut gut aus. Schaut gut aus. Gut, weiter geht's. Verkauft's die Leute einen Scheiß. Müssen wir Droh bauen, Kinder. So 3 Elemente können wir Droh bauen, 4 brauchen wir. Brauchen wir 200 Geld. Vielleicht kann man uns auch mal nur mehr Fenster leisten. Ich weiß es auch nicht. Schneller! Wir müssen sowieso, spätestens wenn der Tisch steht, den brauchen wir ja jetzt nicht so zusammenquetschen, dann müssen wir sowieso ausbauen. So, jetzt bei so 8, 197, können wir ein bisschen noch was. Ja, da haben wir. So, bauen! Mauer! Zack! Fuck, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr, weil es abreißen sogar was kostet. Dumm, 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 dumm. Selbstspieler! Das ist der heilige Gral, das sicherlich. Der Kelch eines Zimmermanns. Ah! To go. Ja geil, jetzt können wir unseren Kiosk auch noch bauen. Ich brauche mehr Geld. Kinder, ich brauche mehr Geld. Wieso kann denn da keine Preise auf das Bier draufschreiben? Hallo, wir sind doch nicht, weiß ich nicht, wir sind doch nicht in irgendeiner Preisenbar. Wir sind in, ich möchte nur noch mal, hoppala, plus 18. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben ja im Biergeist Busenbude. Nicht in Berthas Preisen Batzen. Da. Können wir jetzt da irgendwas umbauen nochmal? Nein. Doch, das können wir zumindest abreißen. Das ist ja schon mal Epsi. Das ist ja schon mal Epsi. Das ist ja schon mal was. Bodentextur. Machst du mal einen Boden rein jetzt? Es brauchen wir noch 50, 100. Was kostet es abreißen? 130. Damit wir das schön da oben setzen können und dann brauchen wir wieder. Wir brauchen so viel Geld. Wir brauchen mehr Geld, machen wir ein bisschen schneller da. Nächsten Tag beginnen. Los! Da, Birgers Busenbude hat Oh, Miezi.
Hast du schon eine Hosen an? Warum hat denn die Miezi eine Unterhosen an? Was ist mit dir? Miezi. Da hat jemand eine Limonade bestellt, ich hab's genau gesehen. Ah, der Mönch mit dem Knie am Kopf hat Limo bestellt. Und unterhält sich mit der Prinzessin Zelda. Das ist okay. Ah, ist okay. So. Bevor wir mir jetzt da wieder irgendeinen Kack machen. Da ist kein Licht hinten. Hey, wie narrisch! Das kostet, was kostet der Scheiß? Wieso kostet der Scheiß Kerzen, Alter, 100 Gold? Es ist ein Holzpfosten mit der Kerzen um! Und keine Sonnenwindfeier! Außerdem ist Tag hell draus, hat sie behindert! Fuck! Kostet der Fenster, zählt das auch als Licht? Zählt der Fenster als Licht? Das kostet aber auch was! Stell dir vor, ein Loch in die Winter im Moor kostet auch noch ein Geld. Kruzifix, ich raste aus. Ich raste aus! Da, wo hängt man das hin, dass das alles so schön ausleicht? Ja, Kruzifix, da wenn ich es hinhänge, dann ist es später wieder angerissen. Das kann ich nur da hinhängen. Meine Güte! Dann hängen wir es da hin, hä? Hängen wir es da hin, dann hat die eine Bing dabei kein Licht, aber besser wie nix. Besser wie nix, das müssen wir ewig reißen, da den Scheißdreck da. Eine gescheite Schlägerei brauchen wir, stimmt. Das ist eigentlich an der Tagesordnung. Also in Birgers Busenbar, Bude, wird ordentlich geschlägert. Oh, Forschung. Forschung beginnen mit Veranstaltungen. Hau rein. Was haben wir da? Beende eine beliebige Forschung. Haben wir schon. Was kriegen wir da? Bodenfliesen. Nein, auf die ist ja wohl geschissen. Who the fuck needs Bodenfliese? Die tragt da gar nichts zum Aussehen bei. So, 2 Wandteile haben wir mit 100 und abreißen können wir es auch. So, easy, Alter. Jetzt schwappt es aber einer. Jetzt meine schwappt es aber einer. Auch schon gespannt, dass wir das beste Bier haben. Bodentextur, machen wir die Holzer rein. Jawohl. Und wie schaut es jetzt da eigentlich aus? Nein, hä? Etage 1, Lichtquellen 3, schlechtes Wachs und Öl. 10, was die kosten auch noch ein Geld am Tag. Geringes Risiko eines Feuers. Was? Mittleres Wachsen, sehr gutes Wachsenöl. Was bringt das? Ah, weniger Brand. Weniger Brand. Apropos Brand. Wir brauchen mal einen Feuerlöscher. Rudi, mach mal Feuerlöscher, nein. Spezial. Können wir uns wieder nicht leisten. Ich brauch mehr Geld! Stammtisch, ich weiß Ferita, ich weiß Ich arbeite dran mit Hochdruck. Die Birger Busen GmbH arbeitet mit Hochdruck an ihrem Stammtisch. Bitte kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Müssen wir einen Tag abwarten, das hilft nicht. Da 80, da ist mal ein Tisch, nicht ein Tisch, ein Feuerlöscher. Den brauche ich. Wo kann man den hinzimmern? Kann man den mitten da? Ja, da steht er gut. Da steht er schön zentral, der ist schön. Gibt der irgendwas? Nein, was ist denn das da? Eine Musikerbühne. Aha, was ist das da? Ein größerer Feuerlöscher. To-Go-Tresen. 150. Fuck, den müssen wir auch noch bauen. Ja, Grutzinalfeuer, wo soll man den hinbauen? Den bauen wir hinter aussehen. Ha! Mir wirft zack, Teufel. Oder wird die Kicksperre noch größer? Ich weiß nicht! Müssen wir den Tisch da hinten, den bauen wir dann da um, dann haben wir da 3 Tisch, in der Mitte einen fetten Stammtisch, da bauen wir einen Tresen hin. Da will ich den Tresen. Leitleveln müssen wir auch noch. Alter, das Spiel überfordert mich gnadenlos. Was haben wir da? Level up! Trägt 4 Getränke, Trinkgeld, Geschwindigkeit, Treppensteigen, brauchen wir noch nicht, Geschwindigkeit nicht tragend. Plus. Easy. Sprengi, hast du auch schon gelevelt in deinem Leben? Nein, natürlich nicht. Mei, Sprengi, was tust du? Laschler gelevelt. Geschwindigkeit nicht tragend, Geschwindigkeit tragend. Geschwindigkeit ist ja wurscht, was wir da leveln. Das kommt ja aufs selbe aus wahrscheinlich. Haben wir noch jemanden zum Leveln? Nö. Wunderschön. Da, warum ist denn der Sprengi eigentlich grün? Kann man das etwas sagen? Warum ist der Sprengi grün? Was steht da? Jetzt hat er gelevelt. Sprengi, du hast... Ich bin ein Blinder. Ich bin ein Blinder. Tu dich nicht oben, ich bin ein Blinder. Ich kann jetzt 7 Getränke tragen, das ist ein Wahnsinn. Geschwindigkeit tragen, 2 Meter, machen wir schneller da. Machen wir mal ein bisschen schneller da. Sehr schön. Haben wir es jetzt. Was genau kann ich eigentlich da tun? Das zeigt man aber so. Feuerlöscher kaufen. Haben wir. Bereite Apfelkuchen 11 Mal vor. Haben wir schon dabei. Und kaufe eine Bühne für Musiker. Unwichtig.
So, aber wir haben plus 138 ist ja hier. Total Positive plus 500, minus 362. Haben wir nicht so viel ausgegeben, aber wird schon noch. So, jetzt müssen wir da ein bisschen umbauen. Kinder, jetzt wird umgebaut. Dann machen wir jetzt so. Und das schieben wir jetzt einfach alles da so ins Eck hinten. So. So. Da kriegen wir immer noch keinen zusätzlichen Tisch nicht rein, gell? Gefällt mir nicht. Was mir aber viel besser gefallen hat, ist folgendes. Der innere Monk in mir sagt, mach das sofort symmetrisch oder raumsymmetrisch so gut wie es. Das ist weg. So, dann steht nämlich da auch alles im Licht. Dann können wir nämlich. Jetzt warte mal. Oh. Alter. Das ist hier Achterbahn, Bruder. Bruder, jetzt ist hier Achterbahn. Rudi! Jetzt gibt's hier die fetten Sitzplatz! Jetzt kannst du leider einer schwimmen, wie es einer passt. Alter. 2 Teppiche und ein langer Tisch. Das ist eine schöne Idee. Das hat der Odin geschrieben. Das Thema. Wo war das? Speziallichterdekoration? Wo war denn das? Ah, da ist der Teppich. Wir haben kein Geld mehr für einen Teppich. Der Teppich ist fucking unbezahlbar. Das ist ein echter Perser offensichtlich. Im Mittelalter. Ja, das schaut doch stabil aus. Du möchtest mehr in deinem Leben drin. Schau dir so. Bodenfliese. Hier, Bodenfliese. Sollen wir da mal. Boden wo? Was ist die neue Bodenfliese? Das ist die neue Bodenfliese. Sollen wir da vielleicht mal. Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jetzt, wenn wir das noch anständig positionieren da, dann kriegen wir da noch einen Tisch her und da kriegen wir noch einen langen her. Ja, Bruder, hau rein, Alter, ich brauch die Kohlen. Ich brauch die Kohlen, Kinder. Wie zufrieden ist eigentlich unser Personal? Sehr zufrieden, sehr schön. Level 4, Level 3, außer der Sprengi. Tja, dann brauchen wir mehr Ansehen. Mehr Ansehen ist gleich mehr Geld. Aber ich denke mal, das Einzige, was das Ansehen beeinflusst. Höheres Ansehen lockt mehr Besucher an. Du bekommst Ansehen von Dekorationen. Mehr Ansehen ist nur notwendig, wenn nicht alle Tische belegt sind. Und so wie mir das anschaut, man ist da natürlich ein bisschen bis die Leute erinnern und so. Schauen wir mal, ob wir mehr Ansehen brauchen überhaupt. Glaub nämlich gar nicht. Ja, haben wir schon fast voll. Musiker brauchen wir. Eine Bühne brauchen wir. Und unseren To-Go-Stand brauchen wir auch. Wo bauen wir den jetzt noch gerade hin? Ich weiß es nicht. Sollen wir die Kirche vielleicht umdrehen, daher und unser To-Go-Theke daher? Das ist doch eine gute Idee. Was mich anwacht. Ich muss auf alle Fälle jetzt da einmal ein bisschen das kaufen und ein bisschen Obst kaufen. Was kostet der To-Go-Tresen? Schluss, der René hat gelevelt. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Fähigkeiten, Dessert-Fähigkeiten, Suppen. Ja, machen wir Geschwindigkeit, ist wichtiger. Geschwindigkeit ist alles. Eins nach dem anderen. Jetzt, pass, oh, warte, jetzt machen wir so. Und dann nehmen wir das Ding. Und ich glaube, das können wir da einer zwicken. Und das Ding können wir vielleicht sogar, können wir das da her zwicken. Das können wir da her zwicken. Und das können wir da her zwicken. Dann, jetzt bei so Wacht. Wo ist jetzt der scheiß Tresen? Dekoration Lichter Spezial. 150. Ja gut, müssen wir da ein bisschen Geld sammeln. 84 haben wir, 108 Gold haben wir. 111. Die Bude ist rappelvoll, wir brauchen nicht mehr ansehen. Dann probieren wir ein paar mehr Kundschaften zum Locker, indem dass wir unseren Kiosk da draußen hinbauen. So, Kiosk können wir kaufen. Spezial. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir das hinbauen? Müssen wir das draußen hinbauen? Jetzt nicht ganz. Wir müssen erst einmal einen Durchbruch bauen, oder? Jetzt warte mal. Oh, da kann man sogar die Wand texturieren. Das ist ja cool. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Da haben wir aber auch noch nicht so wirklich geschaut. Sollen wir da denn? Und schon schaut es gemütlich aus. So schaut es gemütlich aus. Sagt der, oh, was ist denn das? Jetzt wird es aber edel. Bodentextur, Spezial. Ah, das ist das Ding, oder? Das ist dieser Theken-Ding.
Wo wir den da überhaupt hinbauen? Kommen da überhaupt Leute hin? Ja, das probieren wir. Oder? Das probieren wir, oder? Ah, das ist ja das schlecht. Ein bisschen. Ist das ein Durchreiche oder ist das. Was ist das? Sollen wir es da hinbauen? Ja, aber wir könnten natürlich auch noch dort nach hinten expandieren. Ich mag den Platz nicht verschenken, den brauchen wir irgendwann. Und dann muss ich es wieder abreißen. Ja, dann müssen wir zuerst dahinter expandieren. Zumindest 1, 2, 3, 4, 5. Da brauchen wir 250 Gold. Dann brauchen wir 250 Gold. Hilft uns nichts. Hilft uns nichts. Verschenkt wird nichts. Später müssen wir es bloß wieder abreißen und es kostet auch wieder Geld. Ist nix. So, bauen, Wand. Damit's ihr gneist, was ich meine. Nicht genügend Geld für diese Aktion. Ja, deine Mutter. Du kannst da einen Tee bauen, das weiß ich schon. Aber irgendwann ist in See Spiele der Platz. Ich mag ja da unten so groß die Bar haben, wie es noch gerade irgendwie geht. Wie schaut's mit der Bedientzeit aus? Oh! Veranstaltungsanleitung. Herzlichen Glückwunsch zum Freischalten der Veranstaltungen. So kannst du Veranstaltungen planen. Schritt 1, klicke auf die Schaltfläche Veranstaltungen. Klicke auf die Schaltfläche Plus. Wähle die Veranstaltung und bestätige mit einem Klick. Warte auf den Tag der Veranstaltung. Okay. Ist mir jetzt momentan eine Wurst, die kommt eh nicht hinten neu. Wein! Jetzt habe ich Koma-Grill gelesen. Oh, da kommen besondere Gäste, Abenteuer. Nehmen wir mal Abenteuer, was ja immer Abenteuer ist. Erforschen mal da rein, wir müssen jetzt da mit eins nach dem anderen machen, das ist ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, wir haben ein Sauerzeit zum Tun. So, das Ding nehmen wir, das reißt man ab. Dann, Bodentexturen. Machst du mal eine Bodentextur, damit wir uns da auskennen? Jawohl. So, dann brauchen wir die Durchreiche da hinten. Oder? Oder wie ist das? Bauen. Spezial. Oder klang das Ding? Der To-Go-Tresen ermöglicht es, den Kunden Essen zu mitnehmen. Aber wo muss der platziert werden? Das irritiert mich nur ein wenig. Der muss auf so einer Durchreiche platziert werden. Da, ich meine, ich sehe es ja anhand von der, wie es ausschaut. Da muss ich jetzt eine Durchreiche hinbauen. Machst du mal hin. Erst die Durchreiche und dann bauen wir den Tresen hin. Das ist mir vorher erklärt worden. Ja. Übrigens einmal, an dieser Stelle holy shit, wie viele Leute sind wir mir? 1672 Zuschauer. Bei so einem Spiel. Ich bin leicht verwirrt. Press like if you like. Und alle auf Twitch gehen jetzt um mich auf YouTube und liken da. Wer es nicht tut, schlägt seine kleine Schwester im Birgers Busenbude im Keller. Ja. So. Können wir uns jetzt endlich mal eine scheiß Durchreiche leisten da? Herrgottselig. So, jetzt haben wir zwar Durchreiche, aber können wir den Rest nicht draufbauen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gesamt verärgerte Kunden. War keiner verärgert. Aber, was mir gerade eingefallen ist, ja genau, das Ding blinkt schon wieder. Kaufen wir mal für die Hälften und kaufen wir eigentlich nur das, damit wir gleichmäßig viel haben. So, müssen wir irgendwas umstellen, umbauen? Eigentlich nicht. Schaut alles ziemlich gut aus. Stehen die Busen im Streamtitel? Nein, am Anfang habe ich noch nicht gewusst, dass die Bude Birgers Busenbude heißen wird. Übrigens, Sabine Meisle, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat, habe die Ehre im Squad. Wenn ihr mitmacht, wieder kleine Schwester, Keller, weißt du eh, was es ist. So, einer jetzt mit den Kohlen. Das waren gerade 150 Likes in 30 Sekunden. Ja, Freunde der Sonne. Im Übrigen, am Mittwoch spielen wir ein Plague Tale weiter. Da sind wir fast fertig. Da werden wir wahrscheinlich, ja, am Wochenende bin ich leider nicht da. Sonst hätte ich gesagt, spielen wir es da fertig. Denn ab nächster Woche Montag ist The fucking Callisto Protocol. 20 Uhr. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Sie weinen auch trotzdem, aber egal. Eins der Highlights. Limonade kaufen! Bier! Oh Gott, das Bier ist aus. Bist du vollkommen deppert. Da fülle ich lieber das Bier auf anstatt am Limo. So. Stell die Küche in Richtung To Go, dann kannst du noch Tische reinstellen. Ich weiß, was du meinst. Können wir machen noch. Können wir machen. Herr Sentinel! Achtung, du kriegst die Privattröte. Übrigens, falls irgendwie neue Zuschauer... Ist jemand neu?
Ist jemand das erste Mal im Stream? Das frage ich immer, wenn wir auf einen Schlag einmal wieder bumm auf einmal 1700 leise sind. Wo sind die Neuen? Wer ist zum ersten Mal da? Keiner? Glaube ich nicht. Der Rocket schreibt, ich. Zutaten, schreibt irgendjemand. Herr Gott, nochmal, kein Bier, verstehe die Aussage nicht. Da bin ich heute zum ersten Mal da. Ja, Flasch, halt dein Maul. Hier. Da, hier. Es ist mit Sicherheit einer unter euch, der jetzt gerade zum ersten Mal da ist und denkt sich, was ist denn das, was ist denn das? Welcome to the squad. Hoffentlich hast du ein Headset auf, damit du gleich weißt, was geschlagen hat. So, weiter geht's. Oh, Zutaten schon wieder. Sag mal, die fressen dann Worts wie... Der ist aber also schweineteuer, Alter. Was soll das? Das frisst mein ganzes Geld auf. Wie soll man nicht noch jemals die Theken leihen? Oh mein Gott, da sind... Oh, wir brauchen eine Bedienung. An irgendwas fackelt jetzt. An irgendwas hat es jetzt gefackelt. Irgendwas hat es gefackelt. Jetzt haben wir zum ersten Mal verehrte Kundschaften gehabt. Die haben nichts gekriegt. Das ist nichts. Vielleicht haben sie... Ich weiß jetzt aber nicht, auf was das gewartet haben. Scheiße. Scheiße. Jetzt können wir erst einmal... Jetzt passen wir auf. Wir kannten mal Levelaufstieg. Was bedeutet das? Da kriege ich dann mehr Geld dafür, oder wie? Okay. Grüezi Löwe, merci für den Euro. Ja. Tanzender Wolf, ja, du bist auch fast. Nein, fast. Ganz grob. Ich glaube, dein Senfbackel liegt da immer noch im Kühlschrank drin, aber sag's keinem. Und Sentinel übrigens, merci für die Mitgliedschaft. Ebenfalls auch an die Frau Meisel. Brot hat gelevelt. Brot! Wir kannten mal, ich weiß es auch nicht, irgendwas machen wir falsch, glaube ich. Irgendwas machen wir falsch. Wir können nichts auffüllen. Das ist halt schon blöd, wenn da deine Zutaten ausgängen und der Tag zu Ende ist, dann zahlst du deine Leute, hast kein Geld mehr, kannst keinen mehr bedienen und gehst pleite. Aha, jetzt habe ich es rausgefunden, was da wieder im Arsch ist. Löhne senken und Bier teurer machen. Ich kann einen Preis fürs Bier nicht anpassen, oder? Ich kann ja das nicht alles nachfüllen. Ich kann ja die Preise fürs Bier nicht zumindest ein bisschen anheben. Was haben wir da wieder? Haben wir wieder beliebige Forschung, leck mir am Arsch, forschen, der wir forschen. Wo forschen wir hin? In den Wein. Was haben wir da wieder? Herr Köth, merci für deinen Resub, 5 Nase, stell deinen Koch wieder um, mehr Hauptgerichte. Ich hab einen Koch schon wieder umgestellt, der macht alles. Er macht alles, aber vielleicht braucht man mittlerweile einfach einen zusätzlichen Barkeeper mal. Weil Dringer deren alle. Essen deren nicht alle, aber Dringer deren alle, glaube ich. Na, da sie ist gegangen und hat nur gegessen. Mitarbeiterlöhne senken, ja, dann wären sie aber unzufrieden. Da, der Sprenger ist schon ein bisschen unzufrieden. Nehmen wir mal eins oben. Der haben die Hohe, der haben 2 oben und das 1 oben. Ja, gut. Da müssen wir ein bisschen Micromanagement. Micromanagement, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt, wenn wir die To-Go-Theken da hinten noch haben, brauchen wir da auch wieder Personal extra dafür? Muss da auch wieder ein Keiner ohne oder wie läuft das? Da, er wartet schon ewig, hat's gekriegt. Er hat Bedienungen kämen schon nachher, aber ich glaube der Barkeeper nicht. Hab ich das Gefühl. Mal ein bisschen besser beobachten, was da so abgeht, aber es schaut schon noch gut aus, Da stehen dann gleich 4 Getränke bereit, die hat noch keiner geholt. Jetzt stehen dann 6, 8 Getränke bereit, 10 Getränke oder 12 Getränke bereit und sie werden aber nicht ausgeliefert. Warum? Dann brauchen wir mehr Bedienungen, brauchen wir noch eine zusätzliche Bedienung. Ich meine, schaut euch das an. Es kommt so der... Oh. Besser an der Bar. Alles nachfüllen, können wir nicht. Kostenlos, Wasser nachfüllen, Bier... Ja, Limonade. Machen wir so. Und dann stellen wir noch eine Bedienung ein. Ich sag das, wie es ist. Ich glaub, dass die Bedienung ist, an der es scheitert. Da müssen wir eine Bedienung einstellen. Oh, wir können natürlich auch leveln. Trägt 4 Getränke, dann tragst du ab jetzt 5 Getränke. Na! Ah, oh Gott, jetzt habe ich das gesehen auf... Wo, man kann die reskillen. Alter, Geschwindigkeit, Treppensteigen interessiert der Kohl die Sau nicht. Oder? Ja dann. Maximal Trinkgeld.
Und Geschwindigkeit tragen. Ja, Alter, das muss ich mir aber sagen, dass man die reskillen kann. Sprengi! Geschwindigkeit, machen wir so. Trinkgeld, gibt's da mehr irgendwas? Geschwindigkeit nicht tragend und so. Schaut gut aus. Der Flash, den levelt man einmal. Trägt 4 Getränke, du tragst jetzt 5 Getränke. Getränke einschenken, tragen. Ja, der René. Was mit dir? Fähigkeit, Suppen, irgendwas, das passt so, wie es ist. Geschwindigkeit passt. Ah, besser. So, wir brauchen trotzdem eine Bedienung. Ich sag das, was es ist. Bedienung einstellen, anheuern. Kellnerin, 3 Getränke, 5, 4, 3. Sie tragt 5, kriegt ein wenig Trinkgeld, sie kriegt mehr Trinkgeld. 3,1, 2, 3 Getränke. Wir nehmen Jay oder Ada. Die Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Die haben die beide gleichen Skills. Ich glaube Ada. Da geht es nur ums Trinkgeld. Und das Geld ist momentan nicht so das Problem. Und um die Art 2 ist jetzt auch wurscht. Ada! Ad! Kennt jemand Mars Attacks? Ad! Wobei das eher Ack ist. So, wie nennt man die heute? Die erste Frau, die in den Chat schreibt. Ad! Deren Name wird da eingetragen. Ich trinke dabei. Travelina, du warst die Erste. Lass ich sein. Ist das so richtig geschrieben? Ich hoffe. Lohn 5. Lohn 5 langt. So, da der wir mal, wie sie dort feiern, ist immer noch gut drauf. Der wir noch mit 2 oben. Der Flasche ist auch noch gut drauf. Lohn kürzen. Lohn ist aus! Schluss! Ihr kostet mit 2 Naschen. So, wir brauchen Kohlen jetzt für unseren To-Go. Mehr Money. Wir brauchen mehr Gulden. Aber die Kellnerin bringt da wieder Kohle ein, so ist es nicht. Da ist jemand rot. Warum sagt die Frau keiner? Ja, Herrgottselig, Dankeschön. So, wie schaut's bei jetzt, Monika? Brauchen wir dann bald einen zweiten Barkeeper, damit das reibungsloser da vonstatten geht. Hab ich das Gefühl. So, Pause. Moment, da haben wir was zum Einlösen. Jawohl. Und dann können wir jetzt endlich diesen Scheiß da hinbauen. Wo ist denn das Ding? Spezial. Und, was nehmen wir da? To-Go-Shop. Die Frage ist, wie der da hin muss. Ah, das snappt er ein. Okay. So, und was muss ich noch kaufen? Ja, Bühne! Bruder, eine Bühne! Die bauen wir mitten da. Die bauen wir nicht mitten da, die bauen wir da ins Eck aber. Weil die bauen wir nicht ins Eck, aber dann geht's nicht im Weg um. So. Oh, hätten wir die drehen sollen? Ja, weiß auch nicht. Dass die Pfeile noch da schauen, ich weiß es auch nicht, egal. Dir fehlt ein Einpacktisch in deiner Küche. Einpacktisch? Wo? Küche? Der kostet wieder 150. Ja, dann mehr Geld. Schnell, kassiert's ab, bevor der Tag vorbei ist. Wir brauchen 150. 150 Gulden. Hau rein, Diggi. Alter, was haben denn die da im Eck gesucht? Schau dir mit die an. Ja, die Space wäre eigentlich ganz lustig. Ja, press like, wenn wir das nochmal spielen sollen. Spielen wir auf alle Fälle irgendwann nochmal. Aber nächste Woche sollte Callisto-Protokoll und das Finale des Rattenspiels. Ja, Einparktisch, Alter, jetzt können wir nicht mehr kassieren. Kann ich mir erst morgen leisten. Verdammt, ich wollte morgen mit dem To-Go-Tisch anfangen. Kruzifix nochmal. Total Positive plus 670. Total Negative minus 540. Herr Kraus! Welcome to the Squad. Kriegst die Privattröte. Bussi aufs Nussi. Vielleicht für alle, die sonst die wirklich nice sind oder so. Ich streame übrigens jeden Montag und Mittwoch ab 20 Uhr bis meistens 22 Uhr oder eine Stunde länger oder eine halbe Stunde länger oder wie auch immer. Irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden. Herr Meininger, merci für den Euro. Sexy Rollschuhkellnerinnen. Das ist eh klar. Das Problem ist aber bloß, bei denen ich einen Stopper vorn dran. Weil so wie vorn über, weißt du eh. Oh, ein wenig Holz für die Hütten.
Was haben wir da? So, wird eingesackelt. Dann, 150 extra Gold. Brudi wird benötigt. Und zwar, pass auf, spezial, wir brauchen einen Packtisch. Gib Packtisch. Wo der den Packtisch hin? Ist der irgendwie wichtig? Wo muss der sein? Einfach neben, weiß ich auch nicht, neben dem To-Go-Scheiß. Das werden wir herausfinden, den können wir ja umstellen, ist ja egal. Was braucht man noch? Was kann ich denn eigentlich mit dem Ding da tun? Oh, jetzt wird's aber fancy. Digi, du hast die Trabellina falsch geschrieben und ich war trotzdem schneller. Schnurzelpurzelchen, dann habe ich die übersehen. Und Trabellina habe ich falsch geschrieben, das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Wo ist denn Trouble Dingsbums? Trabelline. Ja, sie weiß ja, dass es gemeint ist. So, Trabellina. Bestätigen. Zufrieden? So, wir schauen Fassel aus. Fassel schauen ganz gut aus. Und da die sagen, kauft man noch ein bisschen. Bisschen Lemonade. Das Bier füllen wir auf. Das ist wieder fast ganz voll. Jawohl, wir schauen die Zutaten aus. Die schauen eigentlich auch ganz gut aus. Machen wir so. So. Alles ausgeben, nächster Tag beginnen und jetzt rein mit den Kohlen. Okay, Wettereffekte. Wer hätte gedacht, dass ein Nicht-AAA-Game Wettereffekte hinkriegt und ein dynamisches Wettersystem hinkriegt, wo andere Spiele, wo, keine Ahnung, 2,8 Milliarden Dollar eingeschissen werden, das nicht hinkriegt. Was ist jetzt eigentlich mit dem To-Go-Ding? Wie funktioniert das? Da wären wir jetzt so, oh, da hängt ein Brezen. Da hängt ein Fisch, ein Brezen und ein Wursti. Ein Wursti. Shop falsch. Wie Shop falsch? Nix falsch, da steht da nix falsch. Oder? Der falsch. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Was soll ich machen? Oh! Ja! Ist mir egal! Dann sollen sie halt innen einer gehen, die Mongos! Ralle, merci für deinen Fünfer, dankeschön. Leute, chillt's bitte mit den Donations. Am Sonntag kommt das eigentliche Jahresspezial. Und da darf mich natürlich sehr, sehr, sehr stark freuen. Da steckt sehr viel, wirklich. Ich habe mir die letzten Jahre auch Mühe gegeben, aber diesmal steckt so viel Mühe, Blut, Schweiß und Tränen drin. Ich habe die letzten 2-3 Wochen nichts anderes getan, dass ich heute Nachmittag damit fertig bin, damit ich am Sonntag die Sachen bringen kann. Video, der neue Merch, die Jahreszusammenfassungsgeschichte, weil, wie gesagt, wie bitte, wie spät ist? 9:45? Warum? Okay. Weil um 12 Uhr kommt das WoW-Add-on und alle meine Spätzchen warten und auch ich. Und ob wir mir die ganze Woche Urlaub haben? Weiß nicht. Kann sein, Digi. Und wir freuen uns. So. Dankeschön. Herr Schulz, mir hast du wieder entwickelt. Der To-Go-Tresen geht unter. Ja, hab ich doch gerade. Ich hab ich doch gerade. So, schauen wir mal, was da... Ah! Wieso? Jetzt geht... Es ist eher wütend. Wieso ist denn Kunden, die... Schau, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen, dass der Kunde dann wirklich drin angestanden ist? Ich hab gemeint, das ist unsere Bedienung, die da automatisch dabei ist. Herr Stolper! Mir ist wieder eine 11,99! Magst du Ettinger? Was meinst du, was ich den Preisenfotzen da drin ausschenke? Und jetzt ist wütend, weil es rundum gehen muss. Ich hab gemeint, das ist unsere Bedienung, da weiß der Kundschaft, die da gestanden ist. Jetzt ist es grantig und geht. Na, Entschuldigung, Alter, warte mal, kriegst du Pommes umsonst oder so? Oh, da geht sie dahin. Okay, bye! Okay, zurück zum Tagesgeschäft. Schauen wir uns mal den To-Go-Tresen an, was da so los ist. Ja, da steht schon jemand. Und wer bedient den jetzt da? Das darf mich jetzt schon interessieren. Wer macht denn das? Ah, das macht Kellnerin und Verbackelte. Ja, Alter! Da muss ja extra eine Kellnerin bloß für den Scheiß da hinten ansteigen. Sau der ewig! Das kostet mich! Stell jetzt mal einen Musiker dahin! So, was für eine Band können wir uns leisten? Zweiköpfige Band, 10 Lieder, plus 14 Leute am Tag. Gäste warten 20 Sekunden mehr auf dieser Etage. Ja, wählen! Das kostet 100 pro Tag. Ja, machen wir lieber so. Drehe die Band zum Publikum. Drehe die Band so wie die Bühne. Ja, das ist mir wurscht, oder? So, ich will die fetten Musiker. Wo sind die Musiker? In einigen Kisten fehlen Zutaten. Ah! Oh, wir haben aber viel Geld.
Da haben wir sehr viel Geld sogar. Können wir mal ein wenig dekorieren. Wo ist jetzt mein Musiker, den ich gekauft habe? Die verdammten Hippies! Da haben wir auch wieder was. Levelaufstieg, Apfelkuchen. Ich hab so viel zum Dorn. Sprengi, auch schon wieder gelevelt. Sprengi kann jetzt noch mehr Getränke tragen. Und Troublina, du kannst schon Geschwindigkeit tragend. Verbessert man. Zack. Und sonst hat keiner gelevelt. Alter, das Spiel ist schon witzig. Schön balanced, muss ich auch sagen, ganz ehrlich. Du kommst nicht so wirklich hinten nach, du hast immer was zum Tor und so weiter. So, da ist jetzt alles gemacht. Ich hätte Statistiken fein noch so ein bisschen. So wie viele Gäste habe ich nicht bedienen können und so weiter. So, wir haben Geld für, jetzt bin ich gespannt auf unseren Tagesabschluss. Sag ich dir, was ist. Den hat es mir gerade angezeigt, gell? Oh, Total Positive plus 656, Total Negative minus 238. Vielleicht sollten wir eine extra Bedienung nur einstellen für den Scheiß da hinten. Vielleicht geht das dann besser. Man kann das ja unterteilen in Getränke, Reinigung, Essen und To Go. Also Getränke, ja, da haben wir noch zu klar. Da haben wir noch zu klar, dass wir das aufteilen. Das funktioniert in RimWorld auch nicht. Weinfassel war halt finanziell drin. Das stimmt. Das stimmt. Und mit dem Wein kämen doch mit Sicherheit auch die Etepetete-Fotzen, die sie denken, Wein ist ein super edles Getränk. Da guck ich mal rein in die Busenbude, Alter. Was, da gibt's jetzt Wein, Alter? Da guck ich mal rein. Dieser Getränketyp ist noch gesperrt. Schalte sie im Forschungsbaum frei. Was? Ach, ich bin gerade dabei, dass man... müssen wir forschen. Hab jetzt auch nicht dran gedacht, müssen wir erst forschen. Beginne den nächsten Tag. So, wir brauchen mehr Wein. Dann kriegen wir mehr Etepetete-Fotzen. Habt's mich schon richtig verstanden? Ja, voll reindüdeln, oder? Forschung geht nur mit Rare-Gästen weiter. Verdammt! Aber wie kriegen wir den? Wir haben extra schon einen Musik. Oh, lecker, das ist Slayer auf der Bühne. Slayer! Jetzt schauen wir mal, wie die Leute bedient werden, ob da alles hinhaut. Hinten draußen steht eine. Das schaut gut aus. Da haben wir was. Die Obstschale. Schauen wir mal, dass das Zeug nicht ausgeht. Das ist einmal wichtig. Füll einmal Weizen ganz auf. Füll alles ganz... Was ist denn da? Na, was ist mit ihm? Der René, warum ist der René so traurig? Dieser Mitarbeiter ist null zufrieden. Erhöhe sein Gehalt oder sein Level, um die Zufriedenheit zu verbessern. Oh, René! Geschwindigkeit. Fähigkeiten für Desserts, Fähigkeiten für Suppen. Geschwindigkeit. Mehr Speed, oder? Er ist so traurig. Der hat ein bisschen den Tee. Der noch nicht so fröhlich. Und der muss ein bisschen weiter oben. Damit nichts passiert. So, easy. Da ist mir das Zeug ausgegangen. Da, Obst, füllen wir auf. Das Bier darf natürlich auch nicht ausgehen. Auffüllen. Auffüllen. Limonade auffüllen. So, unsere Vorräte sind alle bis zum Anschlag voll. Wir haben 60 Gäste und zur Not können wir noch eine Bedienung einstellen. So wie wir das nämlich anschauen. Oder mal noch mehr einen Barkeeper, ich weiß es auch nicht. Ja, der glaubt doch niemals so ein Barkeeper, das gibt's ja nicht. Bei 3 Bedienungen. Das kann er nicht hier. Ich sehe doch so viele Balken. Schau hin. Schau hin. Und keine heute Getränke ab, weil soll ich beim Zahnräumer sein, die Huren. Sollen wir noch einen zusätzlichen Koch einstellen? Was ist mit deren? Vorsorglich. Vorsorglich! Nimmst du mir einen Barkeeper? Frederik, 5524, nehmen wir mal mit 5, zieht jeden Tag 3, gewinnt schneller an Erfahrung. Den nehmen wir. Einstellen. Der Isaac! Der Barkeeper kann nicht angeheuert werden. Es ist keine freie Bar verfügbar oder der Pfad zu dieser ist blockiert. Okay, das heißt, der Barkeeper ist noch lange nicht ausgereizt, weil sonst wir können doch nicht eine zweite Bar einbauen. Das glaube ich, ist ein Blödsinn. Und wie schaut es beim Koch aus? Da wird es das Gleiche sein, oder? Anheuern, Koch. No, 3,3, 2,8. Stimmung sinkt weniger, wenn du etwas trägst. Das ist ein guter. Jetzt haben wir 2 Köche schon hier. Der Arturus. So, der Erste, der in den Chat schreibt. Personalinformationskonferenz ohne Fälle, dessen Name ist drin. Personalinformationskonferenz. Der Häcksler.
Oder Dockhäcksler, glaube ich. Not bad. Not bad. Ah, beim Bierger lernt man das Tippen auch noch wieder. Da der Capricorn so, Personalinformation, Okay, weiter. Weiß ich nicht, der Hallo da so schreibt, er war schneller. Bei mir wirst du aber nicht schneller angezeigt. Bei mir ist der erste der Dockhäcksler. Ist, ja. Und zwar lang, dann kommt der Stift, der Alter Leinen, der Fassi Junior, der Lanner, der Sprengi, der Dragonfly. Hallo da so, da bist du meilenweit. Du warst überhaupt nicht, du bist gar nicht dabei. Du gar nicht dabei. Wahnsinn! So, schneller. Brauchen wir mehr Geld. Für was brauchen wir eigentlich mehr Geld? Können wir nur so einen Tisch da einbauen? Ich weiß es auch nicht. Da draußen stehen Entleider. Vielleicht brauchen wir aber auch noch eine Bedienung. Sollen wir noch eine Bedienung dazu scheißen? Ich weiß es auch nicht. Levelaufstieg, seine Törtchen, nice. Habe einen Durchschnitt von 0,19 für Essen. Haben wir. Sollen wir nur einen Tisch pflanzen, hä? Nur so einen. Oh, vielleicht können wir mal einen guten Tisch pflanzen. Wobei der Kleine, der Lange, der Große, der kostet sowieso 400. Da müssen wir noch ein wenig sparen. Weil Bänke braucht man natürlich auch. Wie spät ist es? Es ist schon 22 Uhr im Spiel. Wie spät ist es nicht? Tatsächlich 10 vor 10. Leck mich bloß am Arsch. Machen noch mehr eine Bedienung, die Leute müssen zu lange warten. Was meinst du? Spätestens, wenn ich nur einen Tisch tue, tue ich sowieso nur eine Bedienung dazu. So, ein bisschen Minus haben wir gemacht, aber nicht viel. Haben wir ordentlich was eingekauft. Nächsten Tag beginnen. So, ihr räumt es noch schön zusammen. Ihr drei Mistmatzen. Sag mal, wie viel. Jetzt warte mal. Wie viel. Da steht so ein Symbol dort, wie viele Bedienungen an die Bar kennen und wie viele Bedienungen zum Koch kennen. 3 Köche. Kann ich da Bedienungen zu? Ah. So. Dann. Du machst keine Getränke. Du machst nur Essen. Essen und to go. Kein Hotel. Nur Getränke und kein Essen. Und eine macht alles. Und die vierte, die wir einstellen, macht auch alles. Verdammt, und einen Teppich müssen wir auch noch und einen Stammtisch einbauen, da hast du recht. Reinigung ist Tisch abräumen. Ja, weiß ich schon. Was heißt, weiß ich schon, dachte ich mir. Wobei das eigentlich alle machen sollten. Das sollten eigentlich alle machen. Weil wenn sie schon mal Toten sind und Toten sind alle, egal ob sie Getränke oder Essen bringen, aber das Ding ein bisschen aufteilen mit Essen und Trinken. Macht kein Essen, macht kein Essen, macht nur Essen und sie zwei davon machen Getränke. Ja, einfach schön aufteilen. So, mir zimmert man dabei den fetten Tisch da wieder einer. Das machen wir so. Und dann starten wir den nächsten Tag. Oh, ein Licht brauchen wir auch noch, oder was? Haben wir wo kann ich das Licht gleich wieder anschauen? Symbol für Koch, Forscher, begehbaren Bereich. Wo war denn das Licht? Gleich wieder Licht. Naja, vielleicht brauchen wir da dann früher oder später brauchen wir noch ein Kerzel. Wenn wir da Bänke herstellen. Aber das kriegen wir schon. Jetzt müssen wir erst wieder ein bisschen Geld verdienen. Müssen wir erst wieder ein wenig Geld verdienen. Schauen wir mal. Der Koch ist wirklich immer nur unzufrieden, das stimmt. Der haben mal sein Gehalt 2 Stück auf. Vielleicht freut er sich dann ein bisschen. So, jetzt schauen wir mal, wie das läuft mit unserer Aufteilung von Bedienungen. Bis jetzt schaut es ganz okay aus, aber da fängt schon an, rot zu werden. Vielleicht sollte man doch einfach alles machen lassen. Ich bin unschlüssig. Aber zusätzliche Bedienung brauchen wir noch, ob wir wollen oder nicht. Spätestens, wenn der zweite Tisch da drin steht. Ja, stellen wir mal Bedienungen wieder auf alles. Außer Hotel. Hotel haben wir noch nicht. So, Barry macht auch Getränke, macht auch Essen und die macht auch alles besser. As to go, nur noch vor die 2 Getränkebedienungen außer.
Ist generell richtig, aber es soll momentan einmal noch jeder alles machen. Das, glaube ich, ist momentan noch einfacher. Wenn das mal voll ausgebaut ist und ein Selbstläufer ist, dann kannst du wirklich 2 Personen machen nur das, 2 Personen machen nur Essen, 2 Personen oder eine Person macht nur to go, eine Person rammt nur zusammen und so weiter. Bude ausbauen. So, dann brauchen wir Bänke. Vielleicht können wir aber auch mal die Premium-Bank hier sitzen. Ah? Dann nehmen wir die Premium-Bank. Warum? Weil wir es kennen. Zack, zack. Zack. Ah, nicht ganz. Da ist überall kein Licht. Licht müssen wir bauen. Oder bauen wir zuerst aus. Bauen wir das Eck aus da. Oder zumindest das Eck, weil das da hinten bleibt der Küchenbereich. Vorerst. Was ist da alles los? Gib die! Kreuz, Kruzifix, bau hinter den Packtisch, sonst wird dein To-Go nicht gehen. Alter. Gib die. Was ist mit dir? Der scheiß Packtisch, der steht da seit einer halben Stunde. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist besoffen? Aber der, weiß ich nicht. Hast du vielleicht in Birgers Premium Busenbude 2 Ale einglittert? Was ist mit dir? Da geht die so, ups. Aber merci für deinen Resub. Da, oh, jetzt haben wir, wenn wir die 1000er-Grenze, die knacken wir heute noch. Die 1000er-Grenze, die knackelt wir heute noch, das sagt der eh. Knacke, fuck. Was haben wir da? Was ist denn das? Veranstaltungen, Montag, keine Veranstaltung, Dienstag, keine Veranstaltung geplant. Ja, dann planen wir ja nicht. Um Himmels Willen, was ist denn das alles? Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Das schauen wir heute nicht an, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Was haben wir da? Sachen einsammeln, jawohl. Dutch Ships in a Calm Sea. Oh, jetzt haben wir Bilder freigeschaltet. Was haben wir da? Der Doc Hexler, gelevelt. Ja, easy, Alter. Aufleveln. Fähigkeit, Hauptgericht +1. Gibt mehr Geld, das passt. Und sonst jemand gelevelt? Nö. Oh, ein Kronleuchter war aber auch geil, das stimmt. Spezial, was haben wir da? Oh, das ist kostenlos. Oh, schau dir die. Oh, da haben wir ein schönes Beutel. Wo hängen wir das hin? Das hängen wir ins Eck hinten. Ja, das hängen wir nicht ins Eck hinten. Wo hängen wir das hin? Das hängen wir dabei einmal hinter die Band. Da so her. Schön. Zauberhaft. Wundervoll. Sehr schön. Licht. Was kostet so ein scheiß Kronleuchter? Kosten alle gleich viel. Der gefällt mir. Alter, der ist ja voll massiv. Der leuchtet die ganze Bude aus. Alter, der leuchtet die ganze Bude aus. Dann haben wir einen Kronleuchter. Viel besser wie die scheiß Wandlichter. Da fangen wir wahrscheinlich heute der ganze Scheiß zum Zündeln noch. Nehme ich an. Was kostet der? 300. Ja, den verderben wir uns schnell am nächsten Tag, hä? Den verderben wir uns schnell. Kim. Lese ich da Freibier? Oh, das kann es vielleicht sein, dass heute so viele Leute da sind. Mal wieder. So, wir waren jetzt die ganze Zeit 1700 Leute, weil ich Freibier in den Titel eingeschrieben habe. Hab schon gesehen. Clickbait-Titel. Unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig. Ich erkläre euch am Sonntag etwas genauer, was das ist. Flasch hat gelevelt, jawohl. Trägt 6 Getränke, Geschwindigkeit nicht tragen, tragend, bist ein wenig langsam, Getränke einschenken. Noch schneller, mach's noch schneller, Alter. Freibier funktioniert einfach immer, hab ich schon gesehen. Was haben wir da wieder? Ah, da haben wir was Neues gekriegt. Besitze 1 Teppiche. Aha. Ah, die Bediensachen schauen ganz gut aus. Kritisch wird erst, wenn der Balken da abläuft übrigens. Für vielleicht die Leute, die nicht so viel Computerspiele spielen wie ich oder andere. Wenn er rot wird, wird dann meistens schlecht so. Und da ist jetzt ja auch richtig wichtig, dass die Bedienung zwischen die Tische gehen kann. Ah, was das braucht die, da musst du da einen ewigen Umweg gehen und lauter so einen Kass. Einige Kisten fehlen Zutaten. Kiste! Schnell wieder einkaufen, so viel wie wir Obst haben. Passt. So, Kronleuchter. Meine Damen und Herren, wir platzieren einen Kronleuchter, Lichter. Was ist denn das da? Oh, der ist mit einem Hirschgeweih. Schau hier. Oh, wie zauberhaft. Wir müssen den platzieren, dass alle, was davon haben, ungefähr da, hä? Kann man ja dann umbauen. So, aber gleichzeitig. Wir können das löschen, das Ding. Ich möchte das Licht. Super. Ah, da kriegen wir 70 Gold dafür. Ist aber nix.
Und jetzt hat aber alles auch ein Licht, oder? Ja, denke schon. Geiler Stream! Stell dir den Model an! Gute euch Nacht, Herr Lugrain. Ebenfalls gute Nacht. Merci fürs Zuschauen. Kauf einen Grill für Fleisch! Schauen wir mal, was es noch so zum Kaufen gibt. Küche! Ich hab noch keinen Fleischgrill. Warum hab ich keinen Fleischgrill? Ich will den Grill haben! Den Vegetarier-Scheiß können sie selber fressen als Amt. Bedienbarkeit schaut gar nicht gut. Brauchen wir nur eine Bedienung. Noch eine Bedienung und Schnurzelpurzelchen, jetzt bist du dran. In Gedenken an deine Tipps. Trägt 5, 4, 4, 5 Getränke. Trinkgeld 0 bis 1. Geschwindigkeit ist so, geht so. Die hat viel mehr Skillpunkte. Erhält 5 Trinkgeld für jedes servierte Essen. Mehr Kunden. 5 Trinkgeld. Ja, Brianne wird's, hä? Brianne wird's. Einer mit der Brianne. Travelina hat gelevelt. Der Skill mir was ins Gesicht. Geschwindigkeit. Tragend. Jawohl. Und Brianne, du wirst mal resettet. Mal 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das schaut doch gut aus. Stabil. Brianne, an die Arbeit. Hoppala, umnehmen müssen wir die noch. Brianne, ich glaube, Schnurzelpurzelchen, dein Ding geht da nicht rein. Schnurzelpurz. Ja, du hast aber jetzt Schnurzelpurz. Und ein Gruß. So. An die Arbeit. Ich trinke mal, lade mich zurück und schau zu. Ah, geht schon dahin, schon hin. Oh, schauen Sie, geht du. Nein, nicht schon wieder. Zutaten fehlen schon wieder. Ja, kauf's voll, weil es mir wurscht ist, Brudi. Was haben wir da? Auffüllen. Komplett auffüllen. Limonade komplett auffüllen. Und jetzt haut's rein. Und los geht's. Eine Bank kann ich noch kaufen, das ist richtig. Eine Bank kann ich noch kaufen für 150. Die Drama Premium Bank pflastert man da eh. Wunderschön. Ja, aber es sind nicht alle Plätze besetzt. Ich habe jetzt auch nicht so hundertprozentig aufpasst, ob die Bude mal voll war. Habt ihr aufpasst? Ich habe wie immer nicht aufpasst. Ich bin ein Ahnungsloser. Ahnungsloser! Kannst die Skills der Köche anpassen? Suppen gibt's doch noch nicht. Das ist wurscht. Also wenn es keine Suppen nicht gibt, dann machen es auch keine. Dann ist wurscht, ob ich die aus- oder einschalte. Ja? Ich kann jetzt einen Koch nur für Nachspeisen und einen Koch nur für Hauptgänge einstellen. Glaube aber nicht, dass das irgendwie effizienter ist. Er redet von den Skills oben. Ach so meinst. Ach, das da oben meinst. Ja gut. 1, 2, 3, 4 wollen wir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und was wird öfter verkauft? Die Desserts, glaube ich, da haben wir auch viel mehr verschiedene. Oder machen wir noch eine Geschwindigkeit dazu? Jetzt habe ich dich verstanden. Entschuldigung. Ich habe sie missverstanden. Entschuldigung. Und machen wir so. Machen wir so. 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 Das schaut doch gut aus. Guter Tipp, by the way. So. Ansehen 830, Gold haben wir 208. Was haben wir da drin? Was zum Abschließen. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an, was Veranstaltungen sind. Ja, brauchen wir noch ein wenig Futter fürs nächste Mal. Zweiten Stock und wo. Das Spiel ist super. Ist keine Werbung, um Gottes Willen nicht wieder für nicht bezahlt oder sonst irgendwas. Kostet momentan auf Steam 12 €. Ist obergesetzt für 15 oder so. Ein Teppich. Ja, sicher bauen wir mir einen Teppich. Natürlich bauen wir mir den pinken. Den bauen wir mir unter den Premium-Stammtisch ein. Oder, da gibt's einen langen. Oh, Bruder, gib dir das. Da kann man auch einen Schee bauen. Oder nehmen wir einen blauen. Rot oder blau? Ab in den Chat. Auf was anderes lasse ich mich nicht ein. Wobei der da auch Schee ist auf dem Holzboden. Rot oder blau? Blau, blau, rot, blau, rot, blau. Rot, blau, blau, rot, blau, rot, blau, 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 blau. Oh, blau war öfter. Blau war öfter, glaube ich. Nehmen wir blau. Nehmen wir blau. Weißt du, was wir deren?
Hab euch bloß verarscht, mit dem einfach den roten unter den anderen Stammtischen. Beginne den nächsten Tag. Oh, duscht schon wieder. Oder ist der Kasperl? Nein, das ist nicht der Kasperl. Das ist der Bühnensepp. So, reinhauen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Geld das wir machen. Weil, kann man nicht die Kisten auch mal irgendwie upgraden, dass da mehr Zeug reinpasst? Das ist ja Wahnsinn. Oder man kann doch das upgraden. Jetzt warte mal. Da. Um aufwerten zu können, musst du weitere Forschung im Freien. Ja gut, kommt das mit der Zeit dann. Ja, man hat ja immer einen schönen Progress. Man hat immer was zum Tor. Du hast Minusgeld. Ja, ist am Anfang immer so. Zum Start des Tages zahlst du dein Personal. Wie ist denn der Koch eigentlich gelaunt? Der René ist einfach nicht gut gelaunt. Geh mir am noch ein bisschen was. Die anderen sind alle super zufrieden. Steh alle mal vom Lohn ein wenig runter. Flasch, du bist mir auch sauber zufrieden und sauber zu teuer. Und... Oh. Da ist live umgeschaltet. Da. Ja. So. Schnurzelputz. So. Ah ja, ab 30 Gold, da lacht er der Flasch. Da lacht er ab 30. Was ist mit dem René? Alter, der René ist aber ganz schön nicht da in der Grippe. So. Da Keksler, kriegst 9. Gut, was wir uns jetzt bei den anderen gespart haben, hauen wir jetzt bei den Köche wieder raus. Das ist natürlich bitter. Aber gut. So, jetzt bedient, meine Vasallen. Vielleicht ist der Koch aber auch ein bisschen broken, dass wir ihn rausschmeißen müssen. Kann auch sein, kann auch sein. Äftlein René Jieten, den alten Backseat-Gamer. Ich schleiche mir gute Nacht, Birger und Chat, schreibt der Tim Müller. Wünsche ich dir auch. Hab eine schöne Nacht. Merci fürs Zuschauen. Habe die Ehre. Was haben wir da? Da, Level Up, jawohl. Mehr Speed. Violence. Speed. Momentum. Forschung hängt fest. Warum hängt denn Forschung fest? Weil wir keine Special Gäste mehr kriegen. Du bekommst diese besonderen Gäste, indem du Veranstaltungen organisierst und die Essensbewertung verbesserst. Jetzt haben wir gerade wieder einen gekriegt. And there we are. Total positive plus 1039. Freunde der Sonne. Das ist ein gutes Spiel. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Ich mach jetzt so. Wenn Ihnen die heutige Folge, der heutige Stream von Birgers Busenbude außerordentlich gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like, Kommentar des Nachschau-Squads, Special Greets gehen raus, freuen. An einem Follow, aktivieren Sie die Glocke und wir sehen uns spätestens am Mittwoch um 20 Uhr wieder. Aber dieses Mal mit A Plague Tale Requiem. Mit den vorletzten 2-3 Kapitel. Nächste Woche spielen wir es dann fertig. Freunde der Sonne, die Euchelsau, die ist gerade noch schnell Mitglied geworden. Kriegst du die Privattröte. Und ein Küsschen auf die Bandscheibe, auf die zweite von links und... Aber... Da sie jetzt sowieso wieder alle schleichen. Bussi aufs Nussi, danke fürs Zuschauen. Ich speichere die ganze Gaude jetzt. Und das spielen wir definitiv nochmal. Das ist da schon klar. Autosave? Nein, neu. Da müssen wir nochmal zurück. Da müssen wir nochmal zurück reinschauen. Da müssen wir nochmal. Ich gebe der Datei einen Namen. Birgers Bums Busen Bude. Ja, geht leider nicht anders. Birgers Bumsbusen. Fertig. So, dass es nie wer genau da bleibt, wo es verfickt nochmal hin soll. Heute war ein verdammt guter Tag. Das Spiel hat mir unerwartet viel mehr Spaß gemacht, als ich das verdammte Scheiße nochmal dachte. Da habe ich nicht damit gerechnet.
Ich hab gemeint, es schaut ein bisschen nach Mobile Game aus. Sag ich ganz ehrlich, gibt's mit Sicherheit auch fürs Handy oder fürs Tablet. Aber es ist witzig gemacht. Es funktioniert. Das ist einmal die Oberhauptsache. Entschuldigung, wir haben 2022. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Für alle, die sich gleich schleichen, machen wir immer nur ein bisschen bla bla bla. Mindestens 10 Minuten, Viertelstunde, wie es halt immer so ist. Gibt es noch irgendwas zu erzählen, was wichtig ist? Ich habe eigentlich alles schon am Anfang gesagt. Am Sonntag kommt ein Video und am Sonntag ist Release für die Alteingesessenen. Es hat bereits Tradition, ich habe was gezeichnet, die letzten 2 Wochen nichts anderes, beziehungsweise die letzten 3 Wochen, weil letzte Woche war ich mit dem Zeichnen schon fertig. Letzte Woche habe ich das Video gemacht, bis heute Nachmittag. Ist auch endgültig fertig. Erscheint alles am Sonntag. Ich bin sehr gespannt, was sagt. Ein paar von euch haben es schon gesehen, wie es ausschaut und waren begeistert. Das freut mich wirklich unfassbar sehr. Da steckt sehr viel Liebe drin. Diesmal mehr Liebe als bei den letzten Male auf alle Fälle. Und ich habe beim letzten Mal schon mir gegeben. Wenn ich mir das Ding so anschaue, vor allem das Poster, oder es gibt mehrere Poster-Varianten, farbig, wieder weiß auf schwarz und einmal ultrafarbig, dann weiß ich nicht, wie ich das zusammengebracht habe in den letzten 2 Wochen. Weiß ich nicht. Der Rocketman schreibt, wie schaut's mit dem nächsten How-To aus? Wart's noch mal bis zum Sonntag. How-To Koma grillen. Ja, Scorn took that personally. Was geht's denn da schon wieder? Um irgendwelche schlechten Scheißspiele. Scorn ist aber auch kein AAA-Game gewesen. Man muss Scorn zugute halten, es hat sich was getraut. Hat zwar versagt dabei, aber ja. Darf man farbig sagen? Das ist eine berechtigte Frage. Wie heißt eigentlich das Programm, mit dem du das Beutel zeichnen hast? Krita. K-R-I-T-A. Kostet nichts. Kannst du dir runterladen und das probieren. Ich find's nicht schlecht. Ich habe jetzt aber auch nicht so unfassbar viel Erfahrung damit, ja. Wie gesagt, die letzten 2 Wochen. Und ja, nicht ganz. Ich hab mir mein Zeichentablet schon im März oder im April irgendwann gekauft, weil ich da eben mitgekriegt habe, dass auf meinem Android-Tablet, das auch schon 5 Jahre alt ist, die Software, mit der ich normalerweise zeichne, nicht mehr funktioniert und nicht mehr unterstützt wird von Adobe. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, seitdem ich klar bin oder mit PCs was mache, oder vor allem als Mediengestalter irgendwas mache, wollte ich schon immer so ein Grafiktablet zum direkt draufzeichnen. Aber halt ein groß und ein einigermaßen gutes, aber kein Wacom, das braucht es einfach nicht. Und dann habe ich mir das Ding halt gegönnt. Aber habe erst so wirklich zum Arbeiten damit angefangen fürs Jahresmerch. Für was anderes habe ich es mir auch nicht gekauft, sag ich dir, wie es ist. Und für unter einem Jahr vielleicht kann ich es irgendwann einmal brauchen und vielleicht habe ich irgendwann einmal Bock drauf. Odin, ich bin raus, gute Nacht! Odin, gute Nacht, merci dir fürs Zuschauen. Cinnamon, How to Kinderlähmung. Saufmaschinen und How to Schnapseln kombinieren. How to WM in Katar, Phase 1, Sklaven, Phase 2, Peitschen, Phase 3, Tote Verräumer. Easy Video, das stimmt eigentlich, ja. Da haben wir gestern auch wieder mehr Dusel gehabt, wie Verstand, glaube ich, dass wir 1-1 gegen Spanien gespielt haben. Wer hat so geschaut? Seid ehrlich? Muss sich keiner schauen. Auch wenn ich es nicht richtig halte. Ich hab's nur zum Teil, glaube ich, 10 Minuten noch geschaut. Dann habe ich wieder festgestellt, wie stinklangweilig scheiß fucking Fußball ist und hab's wieder weg da. Wir haben gespielt? Ja, gestern um 8 Uhr, glaube ich, was. Ich guck nichts von der WM. Der Speedy hat's geschaut, Freile angeschaut, war ein gutes Spiel. Ich hab nicht viel gesehen. Ich hab 10 Minuten angeschaut und hab mir gedacht, oh Gott, die Kotz gleich. Sagst du das neue COH an, wenn's denn mal rauskommt? Schreibt der Slider 2300. Das habe ich jetzt nur noch mal vorgelesen, damit ich noch mal kurz Zeit kriege, zum Überlegen, was mit COH gemeint ist. Du meinst wahrscheinlich Company of Heroes. Oder? Als Dreier. Das können wir gerne mal spielen. Ich bin großer Company of Heroes Fan. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das was für ein Stream ist. Aber das habe ich heute vom Tavern Master auch gemeint. Boah, ja, mein Gott, das ist wurscht. Du tust dir mal einen Lückenfüller an am Montag rein. Nächste Woche ist Callisto Protocol, das passt dann schon wieder. Und dann haben beim Tavern Master 1700 Leute drin. What the fuck? Was ist mit euch? Verstehe ich nicht. Euchelsau übrigens, merci für die Mitgliedschaft. Ich schaue seit knapp 10 Jahren kein Fußball mehr, nicht einmal Kreisliga spiele. Ich seit 15. Ich glaube, meine letzte Fußballzeit war so
Ronaldinho-Zeit. Wann war denn das? Anfänge von Ronaldo-Zeit. Wann war denn das? 2005 bis 2007 so. Da hat mich Fußball interessiert. Ein bisschen. Aber hauptsächlich englische Liga. Chelsea, Man U und so eine Geschichten. Mit welcher Klasse fängst du heute Nacht an? Marvin Vogel. Da ich nicht recht viele verschiedene Klassen habe und niemand zu faul zum Raufleveln bin, spiele ich einen Frost Mage. Oder was für ein Mage, weiß ich noch nicht. Das soll ja angeblich der Arcane Mage relativ gut dabei sein, aber das weiß man auch erst, wenn Mythic Dungeons aufgängen und der Raid aufgeht, was wirklich im Damage der richtige ist. Aber am liebsten spielen du in Frost Mage. Macht einfach Laune, immer. Indie-Games werden immer besser, das ist richtig. Dank der Unreal Engine werden Spiele ja immer brutaler von Indie-Studios. Lipzap, danke dir. Na, hast bis jetzt durchgehalten. Hoffentlich bleibt es so scheiß WM und EM, mag das Nationalmannschaftsgedöns eh nicht. Bei dir wundert es mich jetzt. Das ist aber erstaunlich, weil du fährst ja doch in die 60er-Spiele und so, das hast du ja schon ein paar Mal geschrieben, dass du dann die WM nicht anschaust. Das finde ich schon krass, weil du bist ja wirklich dann eigentlich sogar krass Fußball interessiert, was ja völlig in Ordnung ist. Ich muss jetzt nicht jeder Fußball hassen, bloß weil ich mittlerweile hasse. Aber dass du dann die WM und EM nicht anschaust, ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht einfach. Ich muss zugeben, dass ich doch versucht war, mir mit WoW wieder anzufangen. Um Gottes Willen. Ich spiele dieses Spiel jetzt seit 18 Jahren. Ich habe sprichwörtlich in World of Warcraft in der Beta das Burning Legion vom Himmel regnen sehen. Okay? Es ist nach jedem Add-on, die letzten 2 zumindest, nach BFA und nach Shadowlands, sitze ich da und denke mir, ich spiele nie wieder, Alter. Es ist einfach vorbei jetzt. Dann kommen diese Wichser aber einfach mit so einem 2-Jahres-Abstand, dass das letzte Mal WoW spielen halt wieder 2 Jahre her ist und ich jetzt wieder Bock habe. Ja, alle fangen von vorne an, alle meine Spätzeln haben da, mit denen ich seit 20 Jahren dieses Scheiß-Spiel spiele. Und da macht es halt Spaß. Und ich sag ganz ehrlich, die ersten 4 Wochen, die ersten 6 Wochen machen ultimativ Spaß. Mir machen es ultimativ Spaß. Mit deinen Leuten in einer eigenen Gruppe, M plus mal, vielleicht sogar ein Raid, wenn wir es zusammenkriegen. So einmal durch bis zum Endboss und dann ist die Luft raus. Und das dauert meistens so 6 Wochen. Ja, wenn dann nicht mehr in der Weekly Chest jedes Mal ein Upgrade drin ist, sondern du langsam als Pech hast, dass du Sachen doppelt kriegst oder nicht brauchen kannst oder wie auch immer, da fängt es dann an mit zum Langweilen. Wenn es mir nicht mehr da spielen kann, sondern auf diesen Weekly-Scheiß warten muss und so. Und dann ist der Raid 3/4 durch und dann muss ich wieder eine Woche warten. Das nervt mich einfach. Sagt dir die Streamerin Blondie Wondi aus Amerika was? Nein. Ist erstens eine der besten Spielerinnen in WoW weltweit und zweitens meine Großcousine. Kilian Lutz? Nein, es sagt mir leider nichts. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, da darfst du nicht auf mich gehen. Ich verfolge selber ganz wenig Streamer, ganz wenig andere, ja, Content Creator nicht, aber ganz wenig andere WoW-Streamer schon gleich 5-mal nicht. Das finde ich nicht interessant zum Anschauen. Darum streamen wir das hier auch nicht. Außer von euch schreien einmal mehr als 100 Leute, sage ich jetzt einmal, hey, spiel WoW, absolut geil. Und das glaube ich nicht. Und ich kann auch verstehen, WoW ist ein sicherer Druck, ein Teufel. Das werden wir zum ersten Mal ausprobieren in Diablo 4. Da habe ich euch schon angekündigt, da kommt eine Woche Stream. Durchgehend. Von Mittag bis auf die Nacht, bis ich auf der Tastatur einschlafe. Dann geh ins Bett, schlaf, steh auf, wasch mich, wenn es gewiss ist, sauf einen Kaffee, schalte einen Stream ein und sauf erst mal einen Kaffee eine halbe Stunde lang. Schauen wir uns vielleicht ein paar Guides und Videos zu Diablo 4 und dann spielen wir weiter. Ich denke, da wird sich Urlaub genommen und da wird völlig eskaliert. Ich kann euch auch viel erzählen mit der Spielzufall und hab vielleicht sogar Ahnung von 1 oder 2 Sachen. Aber auf Diablo habe ich richtig hart Bock. Und das kann da einen kleinen Hype auslösen, weil ich guter Dinge bin, dass das Spiel richtig gut wird. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet. Dass sich das vielleicht positiv auf den Stream und auf meinen Kanal auswirkt. Hätte ich gar kein Problem damit. Aber wie gesagt, dass dann nicht jeder 20 Stunden im Stream hockt und ich auch nicht 20 Stunden durchstreamen, das schaffe ich einfach nicht, da bin ich einfach zu alt dafür. Bin ich gespannt, was passiert. Das werden wir einfach mal ausprobieren, das haben wir noch nie da. Und dann werde ich mir erst mal eine Woche Urlaub nehmen. Also von da. Dann eine Woche nicht streamen, kein Video, kein gar nichts, weil dann ist mal schnell gut.
Das machen wir. Ich hoffe, dass es im April kommt. Das war der perfekte Zeitpunkt. Um Ostern ja, eine Woche durchstreamen, Vollgas, eine suchten wir Behinderte und dann bin ich mal eine Woche halt Stream-abstinent. Für Diablo 4 haben wir immer noch einen Dealbürger. Vor Jahren ausgemacht. Spawny, was war das gleich wieder? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Der Lacher schreibt, Escape from Tarkov kriegt im Dezember wieder einen Wipe. War das auch was für die zum Zocken? Ja, tatsächlich ja. Auch gerade bei einem Wipe. Das haben wir vor 2 Jahren schon mal gestreamt. Nicht oft, aber 2-3 Mal. Ich spiele halt das sehr passiv, nicht aggressiv. Eisgirl schreibt, geile Idee, bin dabei. Weiß jetzt gerade nicht bezogen auf was, aber ich hoffe auf die Diablo 4 Geschichte. Wegen mir kannst du auch 24 Stunden Tetris zocken, bei dir ist irgendwie alles gut und lustig. Ja, Capricorn, das aus deinem Munde, du bist so viele Jahre dabei, das freut mich sehr. Ja, aber ich mag mich nicht. Das ist genau das, was ich nicht mag. Mich hersitzen und irgendeinen 0815-Scheiß spielen oder zum Fulltime-Streamer werden. Ich gebe euch Brief und Siegel. Ihr habt euch nach 1 oder 2 Wochen an mir abgeschaut und es geht alles am Bach runter. Das garantiere ich dir. Weil auch ich abbiege. Ja? Da kann ich nicht wie heute. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so auftreten bin. Wahrscheinlich, weil ich halt einfach auf WoW hyped bin und weil ich mich frei wie ein Schnitzel, dass in 1,5 Stunden endlich wieder was zum Zocken da ist. Lümzept! Es tut mir leid! Ich hätte schon reingeschaut. Also nochmal. Also vereinsmäßig schon bin ich eigentlich immer dabei. Bin auch Groundhopper-mäßig unterwegs. Da weiß ich nicht, was das bedeutet. Da bin jetzt ich zu wenig in der Fußballszene, dass ich weiß, was das ist. Aber mit Nationalmannschaft kann ich auch einfach nichts anfangen. Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist... Wie gesagt, bei mir ist es mittlerweile umdreht. Normalerweise interessiere ich mich schon nicht mehr für Fußball, aber halt, wenn Turniere sind. Ja, natürlich kann man sich das einmal anschauen, aber dieses Jahr, diese Katar-Scheiße, fick dich. Also nicht du, sondern dieses Drecksland da unten. Lübzepp, merci und sorry fürs Übersehen. Herr Leffler, merci für den Resub. Seit 18 in Azeroth hängen geblieben. Seit 18. Seitdem du 18 bist, seit heute 18 Uhr oder seit 18 Jahr oder seit 18 was? Hosenknipf? Herr Löffler, merci dir. Der Selbstspieler schreibt, außerdem 24/7 Stream, da kann man ja keine Erinnerung schreiben. Es wird kein 24/7 Stream. Das muss ich bin zu alt für die Scheiße, ja? Ich darf gern, sag ich dir, was es ist, und ich werde, solange es Spaß macht, durchhalten. Ich werde mich so früh ich kann hersitzen, einen Streamer machen. Ich weiß auch, dass da andere Leute wahrscheinlich dann in der Arbeit sind. Ja, da wird keiner um 10 Uhr Vormittag einschalten und sie denken, geil, Leute, Diablo-Stream, sondern halt auch bloß die Leute, die frei haben und die sich vielleicht sogar extra dafür freigenommen haben. Soll ja sehr eine Leute geben. Bin wahrscheinlich auch einer davon. Und stream dann durch. Dazwischen mal mit Pause. Dann machen wir halt einmal späten Nachmittag von 5 bis 6 ist dann Pause. Dann kündige ich den nächsten Stream für 6 und dann geht's weiter. Open End. Ja, einfach fucking Open End, bis ich halt nicht mehr mag. Das kann schon um 8 Uhr sein, das kann aber halt auch um 2 in der Früh sein. Hängt halt auch ganz schwer davon ab, ob das Spiel gut ist. Ganz schwer davon ab. Wenn das Spiel natürlich absolute Rotze ist und ich werde ihm jede Chance geben, weil ich mir auch unglaublich krass wünsche, dass dieses Spiel gut wird, dann werden wir durchsuchten und werden wir das Spiel slingen und werden wir min-maxen, wir werden ausflippen, wir werden Guides anschauen. Wenn wir mal, dann brauchen wir noch mal eine kurze Pause vom Spielen, dann hauen wir ein Video einer von, was weiß ich, vom Jesse irgendwas, der macht gute Diablo und Path of Exile Guides miteinander anschauen. Wir werden einen Vollbier-Squad in-game gründen, da könnt ihr dann miteinander spielen, wir können untereinander spielen. Ich werde auch 3 Leute von euch in meine Gruppenmeilung, miteinander leveln und was weiß ich. Das wird Jesse Rocks heißt der Spawny. Sehr gut aufgepasst. Ich habe gerade überlegt, heißt der Jesse oder heißt der Jesse Rocks? Ich sage gerade über Jesse. Jesse, guter Mann, werden wir uns anschauen und wollen das so richtig serious machen. Ja, da wird halt dann wenig geblödelt. Diablo ist jetzt aber auch kein Spiel zum Blödeln. Und ich kann auch vollkommen verstehen, wenn viele von euch Zuschauer, die mich halt als Blödelaffen sehen wollen, da noch spätestens 10 Minuten sagen, Alter, was zur Hölle ist das? Das ist halt, ja, da werden wir uns zurücklernen. Ich werde mir nur Essen bestellen, ich werde mir ein Paletten Dr. Pepper und ein Paletten Energy Drinks da herstellen und dann wird reingesuchtet wie ein geistig Behinderter. Okay? Und ich hoffe, ihr habt Bock und fertig. Herr Löffler! Sicher, ja! Herr Löffler, ich bin auch seit 18 Jahren dabei.
Aber für das habe ich, also da haben ein paar Spätzchen von mir, die haben so viel gezockt, die haben so viel WoW gespielt, da bin ich ein lächerlicher Witz dagegen. Also ein lächerlicher Witz dagegen. Ich spiele da jetzt dann. So 4 bis 8 Wochen und dann war es wieder. Da in der Zeit sucht ihr allerdings eine wie ein geistig Behinderte. Hoffentlich wird Diablo 4 auch ein wenig düsterer wie Diablo 2 und nicht wie Diablo 3. Ja, hallo, da müsst ihr jetzt da einfach einmal Sachen anschauen. Blizzard macht da haben wir auch schon mal draus gelesen, so Quartals-Updates mit Screenshots und Videos und so weiter. Und trust me, es wird sehr, sehr düster. Um ganz ehrlich zu sein, heute manche Dungeons schon fast für zu finster, weil ich nix sehe. Herr Bratenfeld, Zölibat! Achtung! Der absolute Bullshit wieder in 3, 2. Der frühe Morgen fängt den Abendmahlzeiten. Ich frage mich, wo du die Scheiße her hast. Ist das mir interessiert? Du hast doch da ein Bierchen daheim, da wo du in der Früh, wenn du noch schlafdeppert bist, den ersten Mist einschreibst, der dir einfällt und dann, damit du mir am Montag auf die Nacht mit 5 Euro herscheißen kannst. Sag's mir, es ist Bratenfett-Sepp. Raiden, merci dir. Urlaub für ein Spiel habe ich erst wieder, wenn Zelda Tears of the Kingdom... nie wieder. Für Zelda nicht. Für Singleplayer-Spiel nicht. Das zahlt mich zwingen. Hoffentlich wird's besser als der erste Teil. Ich mag jetzt nichts verschreien, Herr Raiden. Ich mag's da nicht schlecht drehen, um Gottes Willen. Der Priska Hoynieder schreibt, wann spielst du Diablo 4? Wenn's rauskommt? Verstehe die Frage nicht. Voraussichtlich kommt's ja außer im April. So, man munkelt tatsächlich. War der perfekte Zeitpunkt. Perfekter Zeitpunkt für das. Schauen wir mal. Ansonsten, was der nächste perfekte Zeitpunkt war, war Juni. Bevor wir wieder eine Woche in Urlaub fliegen. Ich kann nicht jetzt schon wieder an Urlaub fliegen, Dinger. Das ist in einem halben Jahr. Das ist in 7 Monaten, Alter. Da soll sich der Zukunftsbürger drum kümmern. Aber dann zumindest einmal im Stream. Was zumindest einmal im Stream? Diablo 4. Löwensepp, hast du mir gerade zugehört, was ich gerade 5 Minuten erzählt habe? Bleiben die Streamzeiten gleich für Diablo? Oh nein, das wären natürlich andere. Die wären auch, also es gibt eine Zeit, die ich mir fest vornehmen will, dann dort zum sein, die ist auf die Nacht. Zwischen 6 und Open End. Da ich aber halt, ich mag keinen Progress machen, ohne dass der Stream läuft. Ich mag halt einfach einmal das, vielleicht schaut das auch mal gar nicht, das Feeling von einem Fulltime-Streamer zum Fühlen tatsächlich. Weil dann weiß ich wahrscheinlich sehr schnell wieder, warum ich bloß 2-mal in der Woche 2-3 Stunden stream und dann ist alles cool. Ich bin nicht genervt, ihr seid nicht genervt und alles ist toll. Ja. Es wird auch andere Streamzeiten geben. Täglich, eine Woche lang, Montag bis Freitag oder Montag bis Sonntag oder was auch immer, wann ich aufstehe, bis wann ich ins Bett gehe. Fertig zusammen. Was soll ich sagen? Fertig zusammen? Nein, einmal im Stream auf Urlaub fliegen. Ach so. Eine Daily Dose of Bierger wird das dann. Ja, das wird ein bisschen viel Bierger, fürchte ich, für einige. Aber wie gesagt, nicht den Blödelseppen erwarten, den es vielleicht da oft einmal kriegt, sondern da wird richtig ernsthaft reingezockt. Competitive. Ranglisten-Scheiß. Vorausgesetzt, es gibt Ranglisten. So, Bratenfett, Zölibat! Das ist Quality Content aus meinem viel zu verwirrten Hirn. Beziehungsweise, welches Hirn? Ups. Ja, fühle ich. Manchmal fühle ich das so ein bisschen. Bratenfett, merci dir. Fühle ich nicht, Digi. Wie viel kostet WoW? Das Add-on, was hat denn das Add-on gekostet? Ich hab's heute erst gekauft, 50er, glaube ich. Und monatlich dann 13 Euro. Also du kaufst gleich ein halbes Jahr, was ich nie tue, dann kostet ein Monat bloß 12 Euro, glaube ich, oder 11. Da kommt dann der echte Pro-Game aus. Ja, ich hoffe, dass das Spiel gut ist. Das ist halt das A und O, weil sonst können wir die Woche gleich wieder abbrechen. Das war halt bitter natürlich. Da du immer das Gegenteil machst, sag bitte ja nicht den neuen Merch her. Nö. Nein, einmal reise ich mit zusammen. Ich hab so viel Schweiß, Blut und Tränen in dieses Motiv geschissen. Wirklich ungelogen. Normalerweise, wenn ich mit meinen Sachen fertig bin, dann finde ich es aber nicht mehr so gut. Aber dieses Mal, ich flippe aus. Weiß ich nicht, wenn ich das Ding da, es liegt da neben mir.
wenn ich es anschaue, dann weiß ich nicht, wie zur Hölle habe ich das gemacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Einfach ein bisschen 2 Stunden eingebuttert. Naja. Bitte sagt halt Diablo und nicht Diavolo oder sonst was. Lord Atas, das ist ein ganz guter Punkt. Übrigens, muss ja keiner schauen. Muss ja nicht jeder wissen, was Diablo überhaupt ist. Aber es heißt Diablo. Diablo. Und nicht Diavolo oder Diavolu oder Diavolol oder Pizza Diavolo oder keine Ahnung was. So. Das Diablo mit extra Käse und Zwiebeln. Bisschen schon. Wie schaut's mit Caps aus? Oh, da habe ich noch gar nicht mit Bavarian Caps seit dem letzten Mal telefoniert. Gibt's noch Leute, die noch Caps wollen? Bitte mal ein Ohren sein, Chat. Ernst gemeinte Frage. Ich habe nämlich den Eindruck, es haben so gut wie alle eins. Da Mr. White, der Löwensepp. Warten wir noch, bis YouTube reagiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, haben schon nur ein paar da. Ja, merk schon, okay. Ja, ich weiß nicht, ich meine, Bavarian Caps ist wahrscheinlich auch mitten im Weihnachtsstress. Die haben ein bisschen einen anderen Stress als ich mittlerweile an fucking Weihnachten. Der hat sich noch nicht gerührt bei mir. Ich schreibe mir mal nach. Wenn bei mir alles geregelt ist, zumindest YouTube-technisch, dann rede ich mich mal, frage mal vorsichtig und vielleicht können wir. Ich stelle dann meine Seiten wieder online, wo ihr eine E-Mail eingeben könnt. Wenn ihr das möchtet, dann kriegt ihr wieder eine Benachrichtigung von mir. Und dann sehe ich ja ungefähr, wie viele Leute das von euch noch eins haben wollen, aber es haben schon noch ein paar. Ich sehe schon. Es gibt kein Q-Level! Korrektur! Diablo ist ein Lamborghini. Heißt der nicht auch Diabolo? Oder heißt der Diablo? Nein, das war was anderes, was ich meine. Der Lamborghini heißt auch Diablo. Ich bin autoahnungsloser, interessiert mich nicht. So, Kinder, jetzt ist es 10:30. Ich backelt jetzt da zusammen. Das sagt ich, mein Gott, hab ich Bock auf WoW. Jetzt ist so, ich bin mir nicht sicher, ob ich bis Weihnachten noch ein anderes Video mache oder so. Und jetzt mal, es ist jetzt mal Urlaub, zurücklernen. Ich hab mir übrigens einen Stuhl bestellt. Vorher habe ich in meinem Chat irgendwo gelesen, hast du jetzt den Stuhl bestellt? Ja, hab ich. Kommt morgen. Hoffe ich. Ja, und dann werde ich mir jetzt noch einen sauberen Energy ins Maul pusten und dann werde ich WoW eine suchten. Vorausgesetzt, es funktioniert. Aber normal funktioniert es schon direkt am Start um 12 Uhr. So, Friends of the Sun, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Heute wechseln wir mal das Spiel wieder, haben wir richtig viel Leid. Und ich glaube, es hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht. Turban Master ist kein schlechtes Spiel. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Beteiligung im Chat. Danke für die ganzen Donations heute. Was da heute wieder los war, das weiß kein Mensch. Bitte entschuldigt mich oder beziehungsweise das System, wenn manche Sachen nicht angezeigt werden. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ansonsten schimpft es mir. Wenn da ein Video draus wird in die Kommentare, dann antworte ich euch. So, und jetzt schleicht euch. Press Triple F für die Moderatoren. Vielen, vielen Dank an die ganzen neuen Mitglieder und an die alten Mitglieder vor allem natürlich auch. Und jetzt schleicht euch. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit dem vorletzten Teil von A Plague Tale. Und dann da ich sagen, ein gutes altes Hobby! Und niemals vergessen. Hashtag Strapse. Hashtag 800% Zusatzwert. Hashtag, und der ist neu, Biergas Bumsbusenbude. Und jetzt verpisst euch ins Bett. Dankeschön, bis Mittwoch um 20 Uhr. Hallo. Habe ich dir